grüß euch, servus, küss die Hände. Das wird nicht mit Musik verwendet. Das spielt für euch die 16er Bomben. Das Herz Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Ja, der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles Backel spielt wir nach dem Wiener Schein. Die Quetsche klingt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Gesage klingt jetzt da schon recht human. Drum, Leute, grüß euch, servus, küss dich. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bomben. Es Herz Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Grüß Gott, meine Lieben! Pawlatschen ist schon wieder einmal. Montag ist es 20.15 Uhr, Weintime, Primetime. Herzlich willkommen nicht aus der Klause heute einmal, sondern wieder aus dem Studio Donaufeld zur Pawlatschen Nummer 288. Ja, genau. Genau. Grüß euch auch von meiner Seite, Patrick. Servus, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich bin jetzt gerade drauf, dass bei dir ein bisschen dunkler ist als vorher. Also ist mir nicht aufgefallen, aber ich weiß nicht warum. Das Licht kommt mir auch etwas mehr gedimmt vor als sonst. Aber das gedimmt. Außerdem ist es ein Stück weiter hinüber. Ich muss was tun. Das hätte ich natürlich vorher machen können, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite, da seht ihr es in Action. Es ist wirklich live hier. Und mehr als live geht da gar nicht. So ist das ist ja Wahnsinn. So. Patrick, das Wichtigste vorweg, ich werde mich da gleich kümmern, das Wichtigste vorweg, wie geht's der Frau Mama? Frau Mama geht sehr gut, gell Mama, die schaut heute sicher zu, weil beide Augen jetzt mit dem grauen Star operiert, 2 neue Linsen eingesetzt, Bravo, die letzten Donnerstag. Ja, morgen sehen wir uns in der Früh schon wieder, also wir sehen uns heute vielleicht nur in der Nacht, weil ich fahre nachher nicht nach Hause heute, sondern gleich zur Mama. Und die schaut sicher schon zu, weil sie sieht wieder sehr, sehr gut, also wirklich schon gut nach dieser kurzen Zeit, muss man ehrlich sagen. Ein Wunder eigentlich, was die Medizin heutzutage alles schon kann. Jetzt ist das Licht auch wieder so, wie ich es gewohnt bin. Vom optischen her, nämlich. Es ist anders eingestellt. Ich glaube, das war noch vom Podcast wahrscheinlich so eingestellt. Ja, ich glaube, das hat sich einfach nur verstellt. Oder es ist einfach runtergegangen. Nein, aber ganz, ganz super. Mama passt alles wieder. Ich gesagt, morgen noch ein Mamatag natürlich, Vormittag. Ich tue Wäsche waschen morgen mit ihr, weil die darf noch nicht so overbucken, viel so ist nicht und nichts heben. Machen wir das morgen gleich selbstverständlich, dann fahren wir noch einkaufen, gemeinsam. Ja, und dann fahre ich wieder heim, ein bisschen was arbeiten auch natürlich. Aber vergesst nie auf eure Mama, solange ihr die Mütter noch habt, bitte genießt die Zeit und jede Minute, die ihr habt, bitte. So schaut's aus. Nicht nur mit Mamas, auch mit Papas natürlich. Mit Papas, und mit Opas und mit Opas, Omas, mit Onkeln, Tanten, mit allen Verwandten eigentlich, muss man wirklich sagen. Und die Freunde kommen dann auch noch dazu, muss man ehrlich sagen. Richtig. Lasst keine Gelegenheit aus, wenn es irgendwie geht. Und lasst euch das Leben gefallen. Wir hakeln alle genug. Also schön die meisten, muss ich ehrlich sagen, wirklich ja. Patrick bringt was Schönes gleich zu Beginn, was Nachdenkliches quasi. Nachdenklich, aber positiv nach. Sehr positiv nachdenklich. Und dass wir besser nachdenken können, hätte ich vorgeschlagen. Achso, warte mal, ob das überhaupt geht. Warte noch kurz. Ja, ich warte noch, ja. Jawohl. Warte, aber da muss ich natürlich. Ui, so wie alles verstellt. Ui, zurück, Moment, halt's durch. Ui. Da ist ja der Patrick. Jawohl. Bitte ab zum Begrüßt Weinkühlschrank. du die Leute einzeln einmal und ich gehe zum Weinkühlschrank? Geh mal mit der Kamera, okay. Wir verfolgen dich dabei. Ja. Ein harter Schritt voraus zum Weinkühlschrank. Ja, da geht er hin. Schau, ich sehe, wie laut er ist. Das ist ein Wahnsinn. Das gehört wieder mal geändert. Da wird dann ja schwindelig bei deiner Kameraführung. Das ist ja gegangen. Ui, ein Karl Lentner. Hat der neue Etiketten? Es sieht so aus, ja. Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Schau, mit Leuchtdraht, Sporen, wie es gehört. Das ist unglaublich. Ja. Wahnsinn. Zack. Denkst du, es geht. Aber da sieht man, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt so gesehen habt, richtig, aber der Klaus wollte mir nicht die Kamera abnehmen, sondern der Klaus wollte sofort die geschulte Hand, was er hat, aufs Weinflaschel greifen und die Flaschen abnehmen.
Caroline, was haben wir denn da? Was ist denn das für Was haben wir da? Ich glaube, Steinbügeln ist das, oder? Ja, Ried Steinbügeln, grüner Veltliner vom Karl Lentner. Schau her. Oft schon genossen. Ja. Ein 24er ist das. Ja. Mit 13 Volumensprozent Alkohol. Ein wunderbarer grüner Veltliner, ein ganz typischer. Na Steinbügeln. Und auf. Steht schon Und mal offen Glasl. ist Steht er. schon mal Glasl. Gluck, gluck, gluck. Ja. Jawohl. Bei dir auch noch da schauen, ne? Kleine Schluckerl bei mir. Ist schon genug bei mir. Soll ich den Kühlschrank stellen da? Wir werden ihn mal kosten und dann schauen wir Kosten weiter. wir, ja. Glaubst du, brauchen wir noch mal die... Aber ist so wurscht, die hängen da. Häng's auf jeden Fall. Wobei heute ist nicht ein bisschen die Zeit auf ohne Strom oder was? Dann hol ich Bei komplett dem wir raus. da. Ach so, meinst du? Weil der permanent auch hängt. Ja, dann braucht er natürlich. Da braucht einen er schon. ja. Da verliert er dann schon. In diesem Sinne So. einmal, bevor. Herzlich willkommen noch einmal alle, gell? Jawohl. Jetzt mit Glas und Bestoffe. Sehr zum Wohl. Ein Griecherl. Ein Griecherl. Jawohl, bravo Karl. Ja, stell im Kühlschrank. Er ist jetzt gut, aber Wenn der halbe der Stunde da verliert. steht, verliert er. Ja. Der ist nämlich nicht zu kalt, muss man sagen. Der passt ganz genau. Ein Tröpferl. Meine Lieben, ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich und natürlich jene im Chat. Persönlich sozusagen. Susanne Moser ist da, grüß dich Gott. Susanne Faberer ist am Start, servus. Heute bekommst du den Schuss von der Mama, weil das haben wir das letzte Mal haben wir dich da vertröstet. Und wir haben es versprochen, dass wir es heute machen. Heute Ja. kommt, jawohl. genau. Lorich Wolfgang ist da, grüß dich Gott. Freue mich schon. Werde einmal gleich einen Zehner verflüssigen, jawohl. Ibanisieren, Weltklasse. Dankeschön. Dankeschön, ganz lieb, danke. Marber ist da, grüß dich. Ludwig Saas, Sprachpolizei aus Herrn alles. Unser großartiger Franz M. Jan mitsamt Isabella. Ich vermute doch. Markus Volker, jawohl. Markus Volker, immer wieder eine Freude, wenn du da mit dabei Yes. bist. Renate Ott, heute wieder voll dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Aus dem schönen Neuburg an der Donau. Nach langer Urlaubszeit sind wir auch wieder da. Jawohl, Gott sei Dank. Wir haben ja auch quasi geurlaubt mit den Unter Livestreams. Anführungszeichen, ja. Daher kommst du gerade richtig. Fritzl Status, unser Grausenieur, Professor HC, Professor der 16er Burmologie. Professor Humoris Causa, Ja. wie ich immer zu sagen pflege. Jawohl. Fritzl, Servus. unser Fritzl. Kapitän Junkie, habe ich dir miteinander, grüß dich Auch Gott. da, grüß dich. Aus der Steiermark, unser Raffi ist am Start. Dann natürlich, Yes. was der Wolfgang, schönen guten Abend, heute alkoholfrei. Was ist denn passiert, Wolfgang? Was ist denn los? Nicht? Oder hast du noch nichts daheim? Ja, ich muss ja einen Schluck nehmen. Da muss ich einen Schluck nehmen, weil das ist eh nichts. Ich hoffe, es ist alles gut. Alkoholfrei. Aber ist auch nicht schlimm, muss man ehrlich sagen. Also, Naja, nein, aber ungewohnt halt. Nicht? Das war so, wie wenn wir, denk nach, wie wir da die Milchbaulatschen gemacht haben. Das war ja auch ein Aufruhr. Ich möchte was sagen. da hat's ja, sauer vergorene Milch quasi. ja, das war Wahnsinn. Saure Milch in verschiedenster Art und Ausführung. Ja. Das ist unglaublich zugegangen. Mega Pemperton ist da. Jawohl, ich muss ein bisschen schneller durch. Also gehen Sie durch, gehen Sie durch. Jawohl. Landtagsstürmer Markus. Mittelhessen auch Mittelhessen vertreten. ist voll stark. Voll Voll vertreten, stark. voll Voll vertreten stark. heute, ja. Rudi Korbes, einmalig. Servus. Was hat der Raffi? Was? Am Freitag wäre 38. Naja, Vorfeiern tun wir nicht. Ah, Vorfeiern ist schnell. Aber das heißt dann, ja, wie gesagt, am Freitag muss ich zuerst einmal schon sagen, Achtung, kein Podcast. Nicht, weil schon wieder irgendwas ist, sondern wir spielen um 10 Uhr. Es ist was, aber was Ja, wir spielen Positives. beim Wien Liebe Festival im Rathauspark. Also wer in Wien Umgebung ist, kann sich jetzt anpacken und sagt, pass auf, ich gebe mir es live, 10 Uhr im Rathauspark, Wiener Rathauspark, Auf der Wiener Liedbühne. der Wiener Bühne, eine Stunde, glaube ich. Eineinhalb Stunden. 1,5 Stunden. Bis halb 12 Bis circa, halb ja. 12, ja. Mhm. Sind wir dort. Sind wir dort? Und dann natürlich werden wir schon ein Plauschal machen mit unseren Freunden, die Genau. da sind, ist eh klar. Aber da entfällt natürlich der Livestream. Ich habe mir schon gedacht, das könnte sein, je nachdem, wann wir dort sein müssen. Weißt du, wann wir dort Weiß sein ich noch müssen? nicht, ich werde das morgen. Ja. Ich konnte heute nämlich bis um 13 Uhr nicht telefonieren. Von ist gestern anders. in 8 in der Früh bis heute 13 Uhr nicht. Das ist eine andere Geschichte. Also ich bin irgendwo hingefahren. Ne? Das ist natürlich ein bisschen mühsam gewesen. Aber
Magenta hat die Potenz in der Frequenz heruntergeregelt. Offenbar durchs Gewitter, was am Samstag auf die Nacht war, da was dir verdient was gewesen sein. Heute hat es funktioniert wieder. Es fuhren heute zwar so Ion und was weiß ich, alle möglichen Elektriker-Wageln spazieren durch Eiweston. Und ab 13 Uhr hat es wieder Nein, ist ja nicht sagen, so, die brauchst nicht spazieren fahren, ich soll jetzt irgendwas machen. Sie haben was gemacht. Also, Um 13 Uhr hat es ja wieder funktioniert. Also ich verstehe, ja. Ja, aber auf jeden Fall, weil ich immer gedacht habe, naja, wenn wir jetzt da zum Beispiel mal rein im Auto sitzen, dann machen wir einfach kurz Steigen wir ein Stück vom Auto. Und es wird so sein, dass wir um 9 Uhr sowas im Auto sitzen. Ich schätze mal. Vermutlich mal, das um 9 Uhr bei dir bin spätestens. Ja. Ja, also wenn wir das wissen, wann das ist, kann es schon sein, dass wir wirklich einen Livestream machen. Ich weiß ja nicht, ob ich den ankündigen kann und dann vom Handy aus machen. Mit dem das muss ich erst noch schauen. Also, weißt du, kaum ist man wieder halbwegs im Geschäft. Tut sich alles anders ab. Ergibt sich alles anders. Ja. Alles kümmern da. Aber ich freue mich schon, dass wir beim Wildliebe-Festival dabei sind. Ja. Das ist eine klasse Geschichte. Unbedingt. Wir freuen uns am Abend früher sind wir noch im Depot, im alten Depot in Mistelbach, nämlich 19.30 Uhr. Ja. Wird auch ein grandioser Konzertabend dort werden. Und am nächsten Tag in der Früh, also wir werden im Depot nicht lange absacken dort können. Nicht? Weil das am nächsten Tag um 9 Uhr. Um 9 Uhr muss ich da, ich muss um 7 Uhr aufstehen, wenn ich da bin. Also es ist doch, man ist nicht mehr so der Jüngste, muss ich zugeben. Naja, das ist 6 Stunden braucht man Minimum, zack. Ne? Ja. Du kannst am einsten niederlegen. Ja, eh. Na? Da geht es schon was aus. So absacken, wie ich gemacht habe. Ja, gut, was du mir. Ja, gut. Und ich haben sich viele liebe Freunde aus dem ganzen Weihviertel von mir, die sich im Laufe der letzten Jahre wirklich als Freunde herauskristallisiert haben und gute Bekannte auch noch dazu. Eiwestale werden kommen, es werden Bullendorfer kommen, Kettlersbrunner, Lodendorfer, Baschdorfer, Schricker, Mistelbacher, Boisdorfer, Wetzelsdorfer und so weiter. Also, viel Dörfler eigentlich. Viel Dörfler. Viel Dörfler. Ja, ich freue mich auch. Altes Depot, drauf, ja. Unbedingt. Es stehen die Termine selbstverständlich bei uns auf der Homepage. Aber das wird das Eröffnungsreigen sein am Donnerstag. Donnerstag, ja, 19.30 Uhr. 19.30 Uhr im alten Depot in Mistelbach. Wer Lust, Zeit hat, kommt hin. Wird wirklich ein Konzert, also ein Programm und so weiter. Richtig schönes Konzert. Dann haben wir eben am Freitag das Wildliebe-Festival und dann einen Tag Pause. Richtig. Dann ist der Sonntag da. Dann ist der Freitag, Sonntag da, ja. der Ottaringer Kirchtag. Und wenn wir so einen Tag haben wie heute, ja. Das brav aufessen, holt uns die Tage. Dann ist es überhaupt. Dann haben wir einen so einen schönen Tag am Sonntag, also wieder Traum. Dann haben wir überhaupt dann aus dem SMZ Süd, Gary der Graubär, jawohl. Servus. Ich glaube, was mich jetzt erinnert ist, dass du dort arbeitest und nicht einliegst, glaube ich. Ich glaube, der liegt ein. Wirklich? Arbeiten tust du dort nicht, glaube ich. Ich habe mir jetzt eingebildet irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich wüsste jetzt. Ich glaube schon. Muss ich sagen. Schreib eine bitte. Paul Hartmann ist da, grüß dich Gott, jawohl. Der Wolfgang Neine muss abnehmen, das heißt fasten. Ich verstehe. Okay. Na gut, ja. Ist ein schönes Ziel, da verzichtet man gerne einmal. Ja, das ist ja nur Zeit. Ist ja nur Zeit lang. Nicht? Das geht. Jawohl, Fritzl Startguss. Auch. Ja, aber der Fritzl hat, wann hast du genau Geburtstag? Das habe ich natürlich schon wieder vergessen, aber auch jetzt da. Jetzt dann bald. Genau. Na, ja. Jetzt irgendwo im September. Oder nächste Woche. Ich glaube, du hast noch nicht. Schreib eine Fritzl, wann genau? Natürlich, weißt du. Gute Haberer müssen sie das merken, ist schon klar. Reden wir ehrlich, wir sind ja Burmer. Rotzbuben sind wir. Schmoren merkt man sich. Rotzbuben, wie man gesagt hat. Nicht? Richtig. Jawohl, heute bei Sturmflut aus dem Norden, Peter Volk und die Gold, grüß euch Gott, jawohl. Um 10 Uhr spielen, ja, Maggie. Ja. Ja, das ist eine harte Geschichte. Kommt vor. Franz M. ist dabei. Jawohl. Renate Ott, statt einem Glas Wein gibt es einen schönen großen Eisbecher. No, auch nicht zu verachten. Nicht zu verachten. Jawohl. Gary Graubär schreibt schon. Großes Service. Okay. Alles klar. Alles gut. Alles Daumen hoch, mein Lieber. Susanne Faber hat genau in einem Monat Geburtstag. Jawohl. Freitag bin ich mit meiner kleinen Tochter in der Fahrschule Moped fahren, in A-Deckel machen. Jawohl. Ja, super. Ja, beim Gedanken Wienerlied um 10. Ja, ich kann mich erinnern, eine der größten Herausforderungen war ja letztes Jahr in Litschau die Matinee. Toll, ja, über 400 Leute, Bühne und alles. Wunderschön. Aber um 9 Uhr der Früh war Soundcheck. Ja. Nachdem wir am Vortag um 3 in der Früh ins Bett gegangen sind. Nicht? Ja, also nämlich auch
Spiele, also nach dem Auftritt quasi. Nachdem wir uns Bei der Jam gehalten Session, haben ja. an den Auftrittsplan. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Aber wir haben es gut über die Bühne gebracht, trotz aller Widrigkeiten, Trotz aller Widrigkeiten. Aber trotz es war- Stimmverlusten und so. Aber 9 Uhr Soundcheck, Freunde, das wünsche ich meinen ärgsten Feind nicht. Na, Dann muss spielen wir nicht gleich sein. wieder was. Es muss nicht sein. Oh, die Sprachpolizei ist leibend zum Gary. Hoffe, du kriegst ein Pickerl. Da bin ich überzeugt davon. Weltklasse. Dann werden wir gleich was machen. Wein auf Krankenschein. Passt Da gleich passt drauf. doch wunderbar. Der Schluck hat man immer vorher. Ich mache das immer, dass ich mich stärkt, bevor ich was hebe. Und nachdem die Pass auf, Gitarre beim keine 5 Kilo hat, darf ich Ja. es heben. So, Dass das auch gesagt ist. das sagt ist. Alright. Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Verschreiben's mir, wenn's geht an Alkohol. Ich brauche für mein Kämpfer ein kurz Trepfer. Und für mein krankes Wamperlachs und Stamper. Was sie alles haben in ihrem Schramm. Die Pulver machen mich erst richtig grau. Sagt der Arzt, Ich gebe ihnen ja recht. Ein Viertel auf Rezept war gar nicht schlecht. Jo, an Wein auf Krankenschein, das wir's jetzt gehen. Und die Kranken werden wieder gesehen erleben. Keiner misst eine Flasche heimlich wohl versteckt. Ein gutes Trepfer Jeder, für jede jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Rebensaft. Und wie dein Schmerz mir mal zur Qual, dann greif ich zu meinem Weinregal. Da bin ich dann mein eigener Mediziner, mit einem Traminer oder einem Veltliner. Und bin ich traurig und muss recht viel warnen, dann greif ich zu einem guten Schluck Silvaner. Ah ja, und eins, ja das muss ich euch noch sagen. Ein Roter, der ist wirklich gut für den Mann. Ja, ein Wein auf Krankenschein, das wir's jetzt gehen. Und die Kranken werden wieder gesünder leben. Keiner misst eine Flasche heimlich wo verstecken. Ein gutes Trepferl in der jede Apotheke. Denn der Wein ist doch die beste Medizin. Und das weiß schon jeder gute Arzt in Wien. Fühlst du dich krank und es verlässt dich deine Kraft, verschreibt er dir sofort den edlen Lebenssaft. jawohl, speziell für den Herrn Gary Gary Graubeer. Graubeer, Ja, jawohl. natürlich. Ja, Und natürlich für alle anderen auch, dass wir fit bleiben. Jawohl. unbedingt. Was sagt die Mege? Bei den Adventsrorate-Messen muss ich zwar um 6 Uhr spielen, aber ein Kantor singt den Psalm. Ja, das ist natürlich, ja, klar, das ist halt Der Sex ist natürlich, die Organisten haben schon ein hartes Leben auch, muss man Ja. sagen. Ne? Was? Ja, aber es ist natürlich. Also ich hätte mir gedacht, eigentlich, weil du nichts trinken kannst während der Messe. Nicht? Nur der Hochwürden darfst du ja eine an. Der nimmt der Schluckerl. Ne? Der kann auch kein Viertel trinken erfahren. Ne? Das ist auch blöd. Ne? Das muss da Härte Das haben, muss die Härte haben. Weißt? dass du halt da nicht Das ist- einschenkst. Ne? Aber ja, mein Gott. Aber die meisten haben so einen süßen Messwein. Weißt? Das ist Naja, aber das ist, der rinnt eh nicht so gar. Nicht? naja, aber es geht nicht schon nicht. Aber am 6 und so, ja. Was sollst du machen? Der Schiner, kann mich erinnern, der wir genippt haben bei meiner Erstkommunion ungefähr, der hat immer einen Sauren gehabt, so einen richtigen Ja, Brüderstraße. ja. Ich habe schon alle Varianten. Schiner, der, ja, ja. Ich hab schon alle- Aber mittlerweile ist ja, weil es gibt irgendeine Auflage beim Messwein. Ne? Das ist Was ja ist fast das? so ähnlich wie die. Wie Das ist fast wie der die, koschere der koschere Wein. Wein Ja, oder was. ja, Ja, genau. das da dürfen, weiß ich nicht. Aufzuckert sollte der Das nicht ist sein. also quasi ein Naturzucker Bio, ja, sein, das muss Bio- ein wirklich reiner Bio-Naturwein sein, ein Orangewein quasi. So irgendwie. war eigentlich optimal ja. sozusagen, der Natural, ja. Ja, ja, irgend so eine Auflage So, den gibt es da, gibt's da, was ja, ich ja. weiß beim Messwein. Ja, ja. Schau an, das Wirtshausmus ist da, jawohl. Der, Endlich heute mal wieder live bei euch dabei. Sonst sind wir im Jawohl. Nachgang. Vielen Dank, dass ihr Live-Hörigen online habt, zum Beispiel in Taschel und so weiter. So sehe ich mal, wie ihr das macht. Jawohl. Was meinst du mit Live-Hörigen? nein, die Videos, wo wir so mitgeschnitten haben, ein paar
was der Ackerl mitrennen hat lassen. Und dann, Ach so, dann, das meinst dann du haben wir wahrscheinlich, so Ausschnitte zusammengeschnitten, ein paar Lieder nicht mehr draus. Ja. Ja, was, Live beim Taschlag. Das glaube ich, ist es, ja. Aber ihr macht es ja alles. Ihr macht es sehr gut. Die Ja. sind ja die zwei Rebblauser. Genau. Schaut rein, die sind ja auch sehr brav aktiv mit Reels und Shorts und so weiter. Also das taugt mir sehr, dass ihr da ein bisschen Gas gibt auch. Ja. Und ihr macht es sehr super. Du brauchst dir uns nichts anschauen. Nicht? Ihr macht es so, wie ihr das macht. Und Das ist gut. das passt, nicht? Weil das seid ja ihr und das ist leibend. Das ist leibend. Schaut einmal, die zwei Rebblauser, also die zwei Rebblauser und Genau. googeln und dann findet ihr es. Mole, geht's da? Andi und der Harry, genau. Andi und Harry. Der Marcel Harry, wichtige Persönlichkeit auch in meinem Leben, der Harry. Absolut, ja. Weil von dem habe ich meine allererste 15-seitige Kontragitarre gekauft. Richtig. Alte Reisinger. Richtig. Alte Reisinger, Baujahr 1889. Stimmt, ja. Stimmt. Beim Henkel Haselbrunner war das bei ihm in der Wohnung also unten Bei war der Matthias Heilige Ohren in der Geschichte. Wohnung gekommen, ja. Und oben in der Wohnung Kam das Geschäft zustande. kam das ja. Geschäft. Ja. Dann hab ich gesehen, die habe ich gespielt und gesagt, okay. Kein Geld natürlich, ne? Wie immer. Und da habe ich natürlich gesagt, Ari, wie machen wir das, wie brauchst du das, wann ist denn das? Ich meine, jetzt tue ich mir schwer, jetzt habe ich wirklich nicht so viel dabei. Aber natürlich, das habe ich zusammengerotzt. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, wann ich es dann zahle. Das wären auch 4.000, 5.000 Euro gewesen sein, sage ich mal. Nicht? 4,5, glaube ich, waren es Irgendwo sind damals. sowas. Und die wäre habe ich nicht eingesteckt gehabt. Oder 4, ja. Spontan. Ja. Irgendwo so wird es gewesen sein und wahrscheinlich am nächsten Tag, ich weiß nicht. Aber irgendwie da habe ich schon, da habe ich mein Munkelein angeschaut, du, ich hätte heute mit zwei Gitarren heimgehen. Weil da war es auch mit, weil das war nämlich ich glaube, das war der Abend nicht für den Gierkurtl. Ja, das war der Weil Gipfel. es waren ja ein Haufen Musiker da. Ich glaube, das war die Buchpräsentation. Die Buchpräsentation, ja, kann Von der sein. Elke Atzler, die Ja. das Buch geschrieben hat über den Gierkurtl. Ja, Ja. genau. Habe ich das da? Das war der Tag, ja. Oder nein, das war doch anders. Das war doch früher noch. Ja, kann schon sein. Ah, ich weiß das es war auch ja nicht mehr. früher. Ja, aber es Ja. waren ein Haufen Musiker. Das war nicht der Haufen. Und Oder warum war das wie oft waren wir gewesen, wenn ein Haufen Musiker waren? Ich glaube, das ist Ich ja glaube, wurscht das, im das Prinzip. wird schon gewiss sein. Das ist im Prinzip. Ja. Da hast du dann dein 13er verkauft, die eine, Ja, die ja. Westerli. Na klar, die habe ich dann drauf verkauft, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich wollen wir das Geld von meinem Auch Onkel an einen rausholen. Engelbert. Auch an einen Engelbert, ja, richtig. Der hat es heute noch. Der hat es spielt's heute noch, ja. Und dann, ja, aber nur, also insofern ist das als Geschichte sozusagen, war wesentlich meine erste 15-seitige. 1889 vom Reisinger, eine super Gitarre, habe ich natürlich dann auch verkauft, wie ich mir dann schon die nächste wieder gekauft gehabt habe. So rennt es halt. Du musst leider die Instrumente gerade am Anfang halt verkaufen, ne, damit du die nächste wieder leisten kannst. Und das ist halt so. Ne. Die hätte natürlich sparen können. Ja. Aber haben wir ja einen Bagger kaufen müssen. Und das Geld hätte man schon eine Gitarre kaufen Weiß ich müssen. auch, Nicht? Aber da hätte ich keinen Bagger. Mit kein der Bagger, Gitarre ja. kann ich nicht schaffen, was willst du machen? Stimmt. Nicht? Prost. Sehr Wahnsinn, sehr zum Wohl. Auf Und die jetzt- Gitarren einmal. Auf die Gitarren. Bravo. Und auf Ja. die Rebblauser auf dem Harry, jetzt in diesem Sehr zum Fall, Andi, nicht besser, in diesem Fall natürlich speziell auf dem Harry, weil, wie gesagt, dem habe ich meine erste 15-seitige zu verdanken. Oh, überhaupt auf unsere Instrumente. Einmal gedacht, jetzt zieht er, jetzt muss ich wieder aufstehen. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Ja, Montag, Raffi, am Montag wirst du hochgelebt. Das ist einmal ganz Nein, klar. das ist klar. Ja. Jawohl, Nussdorf. Im Keller am Berg, sagt der Sprachpolizei, am Samstag beim Ratsakorl, beim 75er, hat er ein Wiener Litur in gleicher Besetzung engagiert. Na, pass auf, nicht, das wird der Koschelo gewesen sein, schätze ich mal fast. He? Koschelo, oder? Und die Stiegler Marie? Oder der Thomas, der Häuser. Oder der Häuser Ja, Thomas? mit dem hat er ja viel gespielt, der Ratsakorl. Ja, mit dem Tommy hat er viel Ja, schon gespielt. mit Thomas und der halt mit einem Gitarre, ja, wahrscheinlich mit dem Rudi. Wahrscheinlich, ja. Aber es wundert mich nicht, ja. Auf das Baggerlied, genau. Das Baggerlied für auch noch. Fotönen. Baggerlied. Jetzt muss ich mal meine Wanten kurieren. Ja, das ist einmal notwendig. Das ist schon ein bisschen hinderlich, aber es wird jeden Tag immer besser. Das geht immer besser. Das ist- Na sicher, na klar wird es besser. Das Weihnachten ist Achso, ich finde leider ich mach doch. Ich stehe das Flaschel daher. Ich war doch vielleicht meinst du, dass ich mir selber einschenken will, aber das Nein, mache das ich führen wir nicht. uns gar nicht ein. Nein, weil das ist eine Prinzipgeschichte. Ich nehme mir vorher einen Schluck Wasser. Kenne ich nichts. Bitte schön, das lassen wir aber gleich da. Da sind da. Dankeschön. So, ich hätte mir gedacht, dann warten wir noch mit Schuss und dann warten wir noch ein bisschen. hätte ich Bisschen noch, gesagt. ja. Aber wir könnten ja
Wir könnten ja spielen ein altes Wernerlied. Ein altes Wernerlied. Was machen wir für ein altes Wernerlied? Ganz altes. Ja. Fangen wir an mit Otterkringer Marsch. Und dann Ja, ist eine gute schon, Idee. schon lange nicht gespielt. Ohne Wehren schon zu weit geht, die gern an Häuser stehen, so lieb und schön aus längst vergangener Zeit. Dort, wo vertreibt aus den Garten, ein süßes Lieder klingt und Geigen singt zu einer Gemütlichkeit. Wo jeder Trauer sein Glück findet, in höherer Sterne noch der Mond still lacht und Wurscht gesungen wird, wo man ein Weindl trinkt, da sind das Herz all schwingt, und zu der Madel und die glückselige Macht. Wo die Mütze und der fesche Hans in grünen Gartelnudeln runden wie ein Tanz, und die Schrammen spülen so voller Schneid, die zweiten Schmutzer tanzt der guten alten Zeit. Dort draußen in Otterkring lebt noch das alte Wien, und der Hamel, der uns von allen ist als Erbtöppli. Dort lebt noch die Gemütlichkeit, und das jetzt die Leid. Dort klingt der Wernerlied so süß und voller Ähnlichkeit, wenn's Weindl sölig macht und still das Glück dir lacht, wenn du an Liedern lauscht, das uns der Schramme Hans hat gemacht. Dort, wo man nicht vergisst, dass man ein Werner ist, das schöne Stück alt Wien, heißt Otterkring, jawohl. Jawohl, Otterkringer Marsch. Das ist ein bisschen Luft, einer kommt. Ja. Karlföderl. Absolut leibende Nummer eigentlich. Gehört dann gedudelt. Und gar Im nicht Original. so alt eigentlich. Das ist ein Föderl. Föderl, ja. Das ist interessant, ja. Aber es gehört dann gedudelt und dann Dudel geschrieben. Oder ein Dudel geschrieben, ja. Kann ich nicht und ist wirklich, wenn einer Ich muss mir aber jetzt wirklich, ich spüre mich Instrumental dann. Das machen ja auch die meisten meisten, dann, ja. das da instrumental ist, Ja. weil wer kann schon dudeln. Und das ist wirklich, selbst wenn jemand dudeln kann, ist nicht immer gesagt, dass es gut ist, Ja. gut klingt. Und wenn einer nicht dudeln kann, dann nicht dudeln. Dann bitte nicht. Ja. Und daher lasse ich das aus, weil das hat keinen Sinn. Ja, für mich ist... Nein, Schluckerl nehmen, Ja, ja. Glase, dass du da schick gescheit redst. Sehr zum Wohl. Auf Otterkring. Auf St. Otterkring. St. Otterkring, ja. Das wir jetzt da wieder natürlich würdigen am Sonntag. Ja, ich freue mich wirklich wieder riesig drauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, Weinverbot natürlich im SMZ. Ist natürlich Weinverbot, das ist klar. Verstehe irgendwo auch wieder nicht, ist auch ganz klar. Ja. Ich nehme euch auf die Schafe, das Baggerlied, bravo Sprachpolizei. Ha! Wenn ich euch auf die Schafe Auf nehme, jeden- greife ich zu meinem Löffel. Na gut, wie auch immer, auf jeden Fall ja, es ist das einziges wirkliches Handicap beim Singen ist dieses Lufthundeschnell. Ja, Das klar. habe ich Das das ist ist dann gerne, vorher ja. dann schon, erstens habe ich noch mein Korsett und zweitens, wenn ich da eine vor, Momentan gibt es da einen Ries. so wie ich es gewohnt bin, ne, das beim Singen, weil möglichst schnell, möglichst viel Luft reinzubringen, Ja. das ist ein bisschen das Handicap, aber selbst das, ich merke schon, auch wird- das wird immer Es wird besser und leichter, ne? Klar, Ja. Gott sei Dank. Definitiv. Ja. Der Rudi Koschel kann es, ganz genau, Mege. Der kann natürlich Der kann's, ja. dudeln, ja. Der kann. Aber das ist auch schon der einzige Mann, den ich kenne, der dudeln kann. Ein Lebender. Sonst wisst ihr, kann. Der männlichen Dudler wisst ihr sonst nicht. Ja. Ah, wär auch ganz gut, mir gefällt zunehmend, aber den selber nicht so auf Stippig, das der Stippig Helmut. Ja, Stippig. Muss ich sagen, ja. Stimmt, der dudelt Ja. auch. Nicht nur sie, sondern Ja, ja. Gefällt mir gut. Ja, muss das ich sagen. stimmt. Sie Die auch Stippig eigentlich. zusammen, ja. Ja, die Maria Ja. dudelt eigentlich, hast du hast recht, weil die ist bei mir gar nicht so Die, verschieden Marie, gewesen. Auch. die Stickle Marie dudelt auch, wenn die mit mir in Rudi gemeinsam. Die dudelt auch Das ist gut, ganz, ganz leibend eigentlich, ja. Ja, aber eben Davor, ja. die Die Stippig Maria Stippig Maria. und der Dudelt Helmut. eigentlich auch Tadel Und der Stipsi, stimmt, ja, genau. Ja, stimmt. Stimmt, da hast du recht. Hätte ich Die jetzt fallen mir jetzt so ein von den Dingen, aber sonst Absolut. fällt mir auch keiner ein. Von den Männern eigentlich gar nicht mehr.
Von den alten, wenn ich die Matoschecks vom Dudel kann, weiß ich noch, ne? da frieren sie mehr. Der Nagelkarl hat's auch, ich liebe ihn, den Professor Karl Nagel, den kenne ich erst seit ich fast auf der Welt bin. Ne? Aber es war, ich war bemüht, sonst war ich ja die Typen großartig. Nicht? Aber das war schon. Wo wir die Leute hinten? Ja. Wenn ich könntet, die fliehen und da die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert, recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne End, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für dich doch viel zu tief. Drum schreibe die lieber einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Schreib's, was druckfähig ist. Wenn ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben, ganz tief, so schreibst du mir heute ein Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lieb zu mir. So kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Schöne Nummer, War schon länger nicht Gell? gespielt. Schon lange nicht Ja. gespielt jetzt, ja, aber Dankeschön, klasse danke, Nummer, ja. Danke vielmals, ja. Schön, vor allem auch viele Ideen, allein vom Text her, wenn man sich das, wenn man begleitet, nämlich und hört den Text und dann spielt man das Solo. Es ist wirklich schön, also von der Melodieführung her und vom Text zusammen. Da kommen noch viele Ideen Das dazu. Erzählen von Geschichten per Musik, per Melodie. Ja, schön. Das ist das beste Improvisieren, was Und es das ist gibt. das beste Improvisieren. Das ist so wie der Karl hat immer gesagt zu mir, wie hat er das gesagt? Das ist so genussreich, wenn man die Gabe hat. Nicht? Ja. Und du hast das.
zu mir gehört. Ja, nein, auf jeden Fall. Das ist ja so. Kann ich nur bestätigen. Wirklich schön, es ist wirklich so ein Genuss. Schön. Und eigentlich eine alte Nummer schon von mir. Ja. Alte Nummer. Aber Text, und da war der Text tatsächlich, das war ein Gedicht von mir. Ja. Mein Gedicht geschrieben für Maul. Die meisten kennen die Geschichte schon, aber es ist wirklich für eine Liebschaft war es eben nicht. Eben nicht. Für ein Mädchen dieses Gedicht geschrieben. Hat ihr gefallen, aber mehr nicht. Und dann habe ich wieder, eine Zeit später, habe ich wieder verschaut gehabt in eine junge Dame. Und da habe ich gedacht, wenn es die andere nicht genommen hat, nehme ich das Gedicht noch einmal. Nicht? Ist auch daneben gegangen. Es hat halt nicht diesen Erfolg gebracht, den ich erhofft hatte. Kannte sie, ja. Wahrscheinlich, ja. Weil ich glaube, es war wahrscheinlich sogar noch eine dritte, die ich das Gedicht reingedruckt habe. Aber ja. Dann habe ich drauf FIFA und gesagt, was jetzt schreibe ich eine Melodie dazu, dann verdiene ich es drauf. Schauen wir mal, was ist. Ja, ist das nicht. Apropos das Stichwort. Verdienen da Superchat von Fritzl Startguss. Dank der Shit, 10 Euro von Fritzl Startguss. Du bist der Weltbursch. Auf dein Wohl. Danke dafür vielmals. Das ist jetzt ein Wohle, danke. Und Fritzl, was der? Am Sonntag. Sonntag bist du da, Sonntag bist du da, ne? Hoffe ich doch, oder? Ja, wir hoffen schon auf dich. Wir halten auf dich. Liebe Grüße übrigens vom Rudi Stippert. Dankeschön. Ich habe übrigens mich getroffen, kurz, wie in Otterkring war. Ja. War ich beim Stippert, der lässt schon alle grüßen und sie freuen sich schon, wann wir bei ihm einkehren. Jawohl. Nach dem Frühschoppen. Da wird sich dann auch wieder gefreut, wenn wir wieder gehen. Aber das wird auch jetzt, hat er gesagt. Hat er wieder gelacht, so der Rudi. War ganz leibend mit dir. Absolut leibend gewesen. Wie immer. Ich freue mich schon, wenn wir wieder spielen. Im Hause Stippert ab Oktober ist soweit. Sind wir wieder einmal im Monat. Beim Stippert in Otterkring. Hannes Spiesliner ist da. Grüß dich Gott, schön, dass du da dabei bist wieder. Servus Hannes, grüß dich. Freut uns sehr. Keine Tinte auf dem Füller. Jawohl, aber ein Wahnsinn. Könnte das Lied von Robert Stolz, du sollst der Kaiser meiner Seele sein, wäre ein wunderbarer Gruß an meinen lieben Mann, Renate Ott. Ist aber eigentlich ein sehr Operettenlied eigentlich. Ja. Können wir nicht leider. Können wir leider nicht, ja. Können wir leider nicht. Engelas Kalau. Boah, das haben wir schon wieder aus den Augen gefallen, aber bringen wir das zusammen? Gustav, ne? Wir probieren es einfach. Ja, warte mal, Entschuldige, ich muss kurz einmal rekapitulieren. Ja. Rekapitulieren. Geht schon. Die Wiener Musik kennt viele Lieder, nur einige hört man immer wieder. Der eine hat's Bummel und der andere hat's Glück. Und das ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt, nur einer Person blieb der Ruhm lang verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein. Und daneben grölt die Menge den Herrgott erstarrt. Das kleine Engel aus Kalau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, wo's heut geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schon wieder den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch dürft's allein durch Schrammelmelodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Der Kohlberg, der Steffe, der Bruder, der Wein wird besungen, ja sogar der Kader. Der Tod ist ein Bruder und wird ausbar noch sein. Der Wiener, der stirbt, kommt in den Himmel hinein. Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Übern Wurstel sogar hat man gewarnt und hat gelacht. Ein Loblied aufs Engel, das hat man versäumt.
daneben grölt die Menge den Herrgott der Stamm und der Wein. Das kleine Engel aus Karlau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, wo's halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackelt schon wieder den ganzen Tag. Das Engel so viel Kunden hat, doch hilft's ganz leise, schraube Melodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Ja, ich bin schon gegangen. Ne? Wir nehmen nicht keine Platten auf, ne? Dann geht das schon. Jawohl, Badeschluss im SMZ. Gary Graubier, alles Gute, weiterhin gute Besserung. Gute Schön, dass du Besserung. dabei warst. Toi, toi, toi. Schlaf gut, jawohl. So, was haben wir da? Fritzl-Status. Schau, der Kadenjunkie, man sieht sich wahrscheinlich am Motor. Jawohl, ich freue mich. Sehr gut. Der Franz Emi sagt, stippert und dann Suhrschnitzel bei der Zehnermarie oder auch nicht. Das könnte man wirklich dann einmal fragen bei der Zehnermarie, bis wann müssen wir kommen, dass wir noch Schnieseln kriegen. Das könnte man machen. Das könnte man machen. Weil man braucht ja was nachher. Nicht? Das ist ja das Problem. Nicht? Da gibt es ja dann nichts mehr, bis wir weiterziehen. Da brauchst du dann schon wieder Unterlagen. So, Fritzl, na, am Samstag hat mein kleiner Bruder Geburtstag. Das wird nichts dieses Jahr, aber wir sehen uns schon mal wieder. Ja, naja, aber verstehe. Aber das ist ausnahmsweise entschuldigt. Ja. Da, wenn der Bruder Geburtstag hat. Da war es eine gute Entschuldigung. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Lass mal Geld. Ja. So, es muss wieder werden. Ja. Schau, die Achtel, danke vielmals. Ich habe von den Zahners noch nichts gehört, also vom Herrn Professor Zahner. Ja, der hat sich, glaube ich, freigenommen. Sind die auf Urlaub oder was? Ich weiß nicht. Könnte sein, dass sie auch unterwegs sind. Ja, aber ich glaube, der hat sich freigenommen. Der hat schon gesagt, der hat schon dabei. Renate hat gesagt, bravo. Hupe Nacht, Silvia Beach, bravo. Silvia, servus. Grüß dich, gutes Grüß dich. Silvester. So, Nimm mal einen Schluck. nimm mal einen Schluck. Ist meins gekocht, das ist noch das erste Achtel. Oi. Das ist gut. Was reißt man ab? Nein, jetzt machen wir den Schuss von der Machen wir Mama Schuss, für die Susanne Fabra. Jawohl. Haben wir Und für meine Mama auch. Die Und für deine Mama auch. Jawohl. Kopf verlagert, Knie raufgeschoben und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Ob schiefere Zungen oder beim Zündeln was verbrennt. Das Kind ist mir zur Mama gering, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man das Kleine so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ob Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadel. Finstere Schuhe oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt.
der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir öder worden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Jawohl. Ja. An alle Mütter. Und speziell heute für die Mutter von der Susanne natürlich. Und die Susanne gespielt, jawohl. Jawohl, jawohl. Einmalig. Schau, der Alexander Hauser ist da. Und ist beim Mutter Kirtag auch dabei. Jawohl, Alexander. Schenk mir mir Schenk dir mal was her, warte mal, da kannst du mal. Bin ja auch schon lang. Dankeschön. Ich bitte schön. Der Rudi Korb ist da, trat er langsam mit seiner Kurve. Der Werkel. Das kann ich nicht. Hast du vom Werkelmann die Noten, Rudi? Die habe ich nämlich nicht. Der alte Werkelmann. Das sind Erinnerungen, Schnief, meine und die meiner Kinder, bravo Renate Oth. So ist es. Das Leben besteht aus Erinnerungen, mitunter. Aber es sollte nicht nur aus Erinnerungen bestehen, sondern auch aus der Aktivität, die Erinnerungen zu schaffen. Was schick gesagt ist, gell? Sprachpolizei sagt, die Akkordserlegung am Strophenanfang erinnert mich immer an den Lied von Bandit Blake. Wirklich wahr? Wirklich? Cool. Naja, das ist nicht schlecht. Auf die Idee war ich noch nicht gekommen. Nein, ich war auch nicht. Interessant, ja. Immer wieder so ein schönes Lied. Susanne muss ich Dankeschön. Peter folgt auch nicht. Schoß von der Mama und plötzlich ist alles richtig und klar. Nichtig und klar, ja. Du hast recht. Mein Lieblingssong Susanne Fabre, jawohl. Vielen lieben Dank, Renate Oth. Grüße aus der Rakane in der Georgscheiche ist auch da. Jawohl. Du, pass auf, dann machen wir jetzt aber gleich. Ab wann fängt euer Frühschoppen an? Eine Spießliner. Meinst du jetzt beim Otteringer Kirchtag um 11 Uhr und am Freitag sind wir um 10 Uhr im Wiener Rathauspark. Genau. Auf der Wiener Liedbühne, beim Wien-Liebe-Festival. Aber am Sonntag 11 Uhr bis 13 Uhr spielen wir. Und 13 Uhr, respektive ein bisschen später, weil wir ja dort dann oft ein bisschen mit Leuten plaudern noch,
Aber ich sage einmal, ab 13 Uhr kann man beim Stiepert schon eine und Platz sagen, beziehen. 16er Buben. Und da wirst du einen Sodel kriegen, wie man so schön sagt, am Tische der 16er Buben. Genau. Schau mal, wie viel wir sind. Für Jawohl. 15 ist einem Buffet reserviert, und vielleicht sind wir wieder 20 oder so, aber ich weiß nicht, jetzt sind nur 10. Ja, aber es ist leibend, man ist halt dort flexibel, sagen wir Man, so. ja. Ich hätte mir gedacht, wir machen, wenn wir schon in dieser Nische sind, und wir bleiben gleich noch bei noch einem Lied, machen wir gleich gerne. Nachtfutter. Ja, na, sehr Machen wir gerne. gleich Nachtfutter. Sehr Ich gerne. werde das du wirst es wissen, was ich meine, beim Refrain auch dort ausdehnen. Ausdehnen. Okay, gut, dann weiß ich schon, was gemeint ist. Ja, Ja. halt nicht. Ich gehe schon mit. Aber du kriegst es eh mit. Ich Ja. gehe schon mit. Ja, genau, Sprachplätze. Am Freitag also kein Show fix, ja. Ja. Das heißt, nein, wir müssen noch schauen, wann wir spielen. Dort sein müssen, also, aber morgen werde ich das in Erfahrung Ja, gebracht haben. aber das wissen wir dann und dann machen wir zumindest einen kurzen Einstieg. Einstieg um 9 Uhr, wahrscheinlich aus dem Auto, von der Hinfahrt. Würde dann nur 10 Minuten schon fix oder was, aber also grundsätzlich irgendwie vielleicht, Sonntag kommt nach 13 Uhr der Kasperl. Wirklich, Franzi? Nein. Da kommt der Band. Kommt der Band noch? Ich habe schon nachgeschaut nämlich. Oder haben sie was umgedreht jetzt? Nein, haben sie sicher Nein, nicht. kommt der Band noch, ja. Der Kasperl, ein Wahnsinn. Das war wirklich, Das war das muss einmal, man ja. sagen, war aber auch wirklich legendär. Ja. Wie wir gespielt haben in Frühschoppen und nach uns ist der Kasperl gekommen auf der Hauptbühne. Und der ist aber nicht gekommen. Und der ist nicht gekommen, wir haben das letzte Lied gespielt und da kommt der Sascha, quasi der Konferencier, und sagt, Freunde, kannst du noch was spielen? Der spielt noch 2, 3 Lieder. Ha? Der Kasperl ist krank geworden, der kommt nicht, jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen, was wir machen. Und wir haben dann gesagt, natürlich muss man jetzt auch schon ehrlicherweise sagen, wir waren auch schon eingespritzt. Ja, Muss weil wir man schon sagen. fertig waren, nicht? Ja, da unten kriegen wir haben schon nicht, was hingearbeitet. glaubst du, was da passiert, nicht? Auch wenn du auf der Bühne bist. Und so habe ich gesagt, Freunde, also die Kinder, weil schon so viele Kinder da waren, und ich gesagt, tut mir leid, der Kasperl ist Bälle gegangen, aber es müsst ihr verstehen, der war gestern auch da und länger geworden, jetzt ist ihm heute schlecht. Ist ihm schlecht. Und irgendein Blödsinn, die Leute haben sich gefreut. Und ich gesagt, wir sind ja die Vorband vom Kasperl. Das ist, und da haben wir mir noch gesagt, nicht? Vorband von Rammstein kann bald einmal sein, aber die Vorband vom Kasperl. Alter, das geht nicht, ja. Ja, und das, wenn wir auf jeden Fall einen Wurstel reißen, nicht? Beim Kirtag, im Frühstück, wenn wir auf jeden Fall einen Wurstel Natürlich. reißen. Natürlich. In Memoriam In dieser Memoriam. Geschichte. Aber jetzt gehen wir über zum Nachtvater. Jawohl. Sie liegt in ihrem Zimmer, die Augen sind schon drin. Die Schwester bringt das Supperl, sie meint's ja nur lieb. Sie hat ein schönes Leben gehabt, aber jetzt gibt's nichts mehr zum Tun. Und wie sie ihr Lied hört, da merkt sie, da hat's nichts mehr verloren. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mir. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Er hat kurz nicht aufgepasst. Auf einmal schäbert's und krocht's. Da dreht sich mein Auto kreuz und quer durch die Nacht. Da liegt er dann einzwickt, er kriegt kaum noch Luft. Da hört er ein Lied in der blechenen Gruft. Wann der Nachtvater singt, dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mir. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum, nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Ihr Mama am Armsfest, ja, sie zerdrückt sich schon fast.
das munter bleiben ist für das Madel a Last. Der Arzt sagt zu den Eltern, es dauert eh nicht mehr lang. Da hört schon das Kinderl einen friedlichen Gesang. Wann der Nachtvater singt dein letztes Lied, dann hörst du ihm gut zu und wirst langsam mit. Keine Angst, keine Fragen, kein Licht mehr im Raum. Nur seine Stimme und dann Stille und endloser Traum. Jawohl, jawohl. Ich meine, das Spannende ist ja, was das betrifft, die Nummer wird sich noch üppig verändern wahrscheinlich, weil wir spielen es ja jetzt mal noch anders. Wir sind ja wirklich auch noch nicht dazu gekommen, dass wir uns einigen auf was. Ich meine, ich habe schon angemeldet bei der AK mit einer Partitur. Ja, wir spielen es Aber auch. das stimmt, glaube ich, eh schon immer mehr so, aber ist ja wurscht. Aber es ist, glaube ich, wirklich eine gelungene So hat sich ein bisschen Nummer. melodiemäßig auch ein bisschen was geändert, aber es ist interessant, aber nicht jetzt gravierend, aber ja, schön. Was ist eine schöne Nummer. Ja, es entwickelt sich, das ist immer das Leibende. Also ich danke schön Danke. für euren Zuspruch, eure Ja. Achteln, was es gibt. Wunderbar. Die Mojo spielt am Samstag. Ja, Mojo Plus spielt am Samstag. Ja, da kommen wir nicht. Jawohl, alles, was nach den 16er Buben ist, der Kasperl war nämlich nicht ihre Wolfgang, so arg ist nicht. Aber danke schön. Kasperl war fett vom Vortag. Das kannst du den Kindern so nicht Kannst du nicht so sagen, gell? Nicht sagen. Gänsehaut ohne Ende, Renate. Ja, dem ist heute schlecht und so. Sprachpolizei meint elegisch. Ja. Danke schön. Danke. Ist, glaube ich, also finde ich wirklich gut gelungen, aber es ist halt so, wer uns kennt live, der weiß, es ist bei uns eigentlich immer recht ein Hetz. Ist ja so. Manche haben mir gesagt, das ist ja ein Kabarett, was wir machen. Wir machen kein Kabarett Das, eigentlich. ja, da zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil das will ich gar nicht so in die Schiene bringen, aber es ist natürlich so, ich rede halt viel Blödsinn und das ist natürlich dann lustig. Und ja. Dann schaukelt sich sowas auf und das ist einfach, es entsteht dann. Wir An haben oft- manchen Abenden Wir haben oft das Kompliment bekommen, wenn wir verabschiedet sind. Das war heute Abend, also so habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Gelacht, Ja. ja. Ich denke mir, ja, das Leihwand gefällt mir, aber ich Ja, bin ja. eigentlich Musiker, ich will eigentlich eine Musik machen. Und dann schreibe ich solche Lieder und jetzt ist aber das Problem, oft, wir haben jetzt dort eher eine Stimmung, eine Gaudi, ein Hetz. Wann sollen wir das Lied spielen? Das ist immer wirklich ein Problem. Wir müssen uns zusammenreißen, und der hat in der Kordel gesagt. Reißt euch zusammen, spielt mehr für eure Lieder. Und der hat schon recht. Er hat recht. Wir spielen zu wenig von unseren Er Liedern. hat recht, ja. Ja, das müssen wir ändern. Aber da hast du nicht so sowas, wie zum Beispiel der Kirtag. Ja, da kommt nicht ganz ein Otterkring sozusagen. Naja, da willst du jetzt auch nicht. Da willst du also die Lieder halt spielen, die Wiener Lieder nicht, was kennen. Wobei, was natürlich kommt auf jeden Fall, ohne der geht es nicht, muss man ehrlich sagen. Welche? Mal, gibt's Ohne ja Biesenberg geht es auf gar keinen Fall. Naja, in Otterkring. Ja, Die Ruslungen kommt da sicher von dir, Wahrscheinlich, ganz ja. sicher sogar. Skyline von Wien haben wir auch immer gespielt, Motik wird auch wahrscheinlich kommen. Die Heiselfrau kommt sicher. Die wird zumindest lautstark kodiert werden. Heiselfrau kommt sicher. Das kann man nur spielen, wenn es zu lustig wird, ja. Das ist schon. Aber es ist eigenartig, weil wir spielen ja auch mitunter dann melancholische alte Wienerlieder. Absolut, Das geht auch ja. nicht. Weil du spielst das mit der Rosenstall, ist jetzt auch kein Hände in die Höhe. Nicht? Hyper Song. Das Nicht? stimmt, ja. So war es einmal draußen da alles. Rudi! So schaut's aus. So schaut's aus. Geh durch, gell? Oder in C? Nein, geh. Geh durch, ja. So war's einmal draußen an der Rose, Im freundlichen, schönen Herrenhaus. Gemütlich wohn's die Leute, nicht so gesprätzt wie heute. es liegt gut Songs in jedem Haus.
nicht nur unter Sicht verwandt, haben sie damals Leid verstanden. Frei war alles vom Hass und Neid. In jeder goldenen Zeit. Viele Hügel voll blühendem Wein, Israel alles ging wir träumend vor Wien. Zwischendurch ist es Öben und Rhein, blaschend flossen der Reusbach dahin. Häusern lieb und nett, so zart und friedlich, hat's am Reusbach ein paar nur erst gegeben. Heitere Menschen aber haben dort friedlich in seltener Eintracht geführt, ein frohes Leben. So war's einmal draußen an der Reus, im friedlichen, schönen Herrenhaus. Gemütlich waren's die Leute, nicht so spreizt wie heut. Es geht gut aus in jedem Haus, nicht nur unter Sicht verwandt, haben sie damals Leid verstanden. Frei war alles von Hass oder Neid. In jeder goldenen Zeit. Ah, schöner, ganz ein neuer wieder. Oh, jawohl. Der Postler war genial. Na ja, was denn? Ja, und er mich so überrascht, bringt mir gleich ein Konzept. Das ist, weil ich ein Genie bin. Wahrscheinlich habe ich mich einfach nur verdruckt, nicht? Und da bin ich halt weitergekommen. Jetzt hat es am Anfang gestartet, aber ich glaube, jetzt überholt er sich selber. Aber nein, Nein, das war optimal. Naja, das war einfach gekonnt. Man sollte das Ein manchmal Könner. schon auch Ein bedenken, Könner, muss man dass sagen. ich ja echt wirklich... Er kann ja wirklich Kontragitarre spielen. Nicht? Ja, Das ja, glaubt man, macht man nicht. Aber ja, er seit ich verspüle mich, dann nicht. Gerade in dem Moment dann eher schwach. Das ist gut vorher, weißt du. Ja, das ist halt so. Das ist so. Otterkring und der Herger, da stark genau zusammen. Ja, das spielen stimmt. wir. Das machen Die wir Schlussnummer ist das eigentlich dann dort. Ich will nicht so viel das Programm verraten. Ja, wir haben ja keins, aber es dann ein paar, es ergibt sich genauso wie Alt Otterkring, Otterkring, Benedikt dazu. Silberne Gant, also die Sachen. Jetzt sitze ich da, grüß euch. Jetzt ein Achterl und ein Musi, Lorich Wolfgang. Jawohl. Servus, grüß dich. Schau, der Spruch plötzlich. 15 € per Billball, gerade umgewachsen. Ja, na gut. Danke dafür, Muis. Dankeschön. Ui. Das ist gut. Ja, na, da bringe ich natürlich gleich, ja, schreibt schon, schaut in Schmattes, einer der Wolfgang, schreibt es schon. Da haben wir es eigentlich, den Schmattes. Wenn euch die Musik gefällt, bitte haut ein Gerstl rein. Das bedeutet, also es ist so, ihr müsst euch vorstellen, der Hut geht rum, ein Kerl, nur halt virtuell, nicht? Weil das können wir so nicht machen. Ergo, da gibt es die Möglichkeit bei PayPal uns einen Schmattes umkommen zu lassen. Einen Opulus kann man uns auch per Überweisung zukommen lassen. Einfach IBAN, steht alles in der Videobeschreibung. Man kann Kanalmitglied werden. Hier am YouTube-Kanal, das ist dann Support, sozusagen ein Support-Abo, 4,99 € im Monat. Es entspricht 2 Achteln beim Taschler für uns. Das ist eine Möglichkeit, man kann natürlich hier so ein Superchat. Superchat heißt das, kann man auch machen. Fritz Startkuss hat schon Ja, ja, genau vorher. Und dann kann man, das ist nicht ganz nicht so, das hat eigentlich mit Support nichts zu tun, aber es ist trotzdem neu und fix und so, da was mit Einzahlen zu tun, nämlich man kann auch Mitglied werden des Fanclubs. Auch die Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, genau. Die 16er Partie für einen Jahresbeitrag von 19,94 €, das entspricht unserem Gründungsjahr, Genau. ja, kann man also Mitglied werden beim Fanclub der 16er Burm und da gibt es ausnahmsweise sogar wirklich
Vorteile, nämlich exklusive Events, das eine oder andere, nicht massenhaft, aber das eine oder andere ist dabei. So zum Beispiel im November, Ende November, ich glaube Am 26. November, Mittwoch, 26. November. Da sind wir beim Taschler. Beim Taschler, ja. Taschler sperrt extra für uns auf, nur für die 16er Partie. Exklusiv. Das ist auch wirklich nur für die Mitglieder des Fanclubs. Dort werden wir plaudern, was essen, was trinken. Wir machen natürlich ein bisschen Musik und wir sammeln Ideen und Spaß, was macht man eigentlich in einem Fanclub. Wir wissen es ja auch nicht, wie das rennt mit einem Fanclub. Aber Wir haben ja auch nicht gegründet. Wir sind nur wie die Organe. Wir üben nur aus und unterstützen einfach, wo es geht. Jawohl. Also da, Mit Rat und Tat stehen wir zur Seite. und ich freue mich, wenn es was reinhat, da jetzt als Schmattes Obolus, wie auch immer die das nennen wollt, Musikbeitrag, Unterstützung, ne? Große so. So. Jetzt traust auf der Lina oder den Herner steigen. Das ist das Gleiche. Maggie. Mach mal. Die Oder haben der wir Hund, schon sagt der Georg. Das haben wir erst einmal gespielt jetzt. Ja. Aber die Herrensteig haben wir schon lange nicht gespielt. Das ist eine Idee. Sehr komisch, ich bin da rausgeflogen. Ja, das Abo habe ich eh. Ja, das sehe ich, Silvia Teach, weil ich sehe neben dir diesen gelben Punkt da quasi, das 16er Fanpunkt. Du bist Kanalmitglied, definitiv. Und wie gesagt, ihr findet jetzt alle Infos in der Videobeschreibung, auch alle Möglichkeiten, wie man quasi das Körperl befüllen kann mit einem Obolus. Wir sagen jetzt schon mal Dankeschön. Danke euch. Und jetzt reißen wir an, so, bei der Herrensteig draußen von der Lina. Ja. Der Maggie, gewünschten. Wie fängt das schnell an? Hey, Ah ja, hab schon. Gustav. Heute fahren alle wieder noch umeinander. Keiner hat Zeit für eine Musikgesang. Ein Hetz und eine Garde, die gibt's nimmer mehr. Der Wiener sitzt da, macht sich das Leben nur schwer. Drum Lädeln sind's gescheit und verpasst nicht die Zeit. Geht's langsam durch der Welt und pfeift's auf das Geld. Hört zu, was der Großvater singt, aus der uralten Zeit jetzt erklingt. Bei der Herrensteig draußen vor der Lina, da war der Stammtisch noch der echten Wiener, mit dem samtnen Gewandel fest beieinander, uns mehr schon Pfefferl in der Hand, mit einem guten alten Sprich drin. So sind's geboren und ein lieber guter Schmäh ist gerein. Ja, so waren's die Alten gewesen. Schön muss doch wirklich im Himmel drum sein. Petrus, ich bitte dich, geh lass mich hinein. Ich möcht gern schrammeln mit Brandmeier Herren, bei mir wären er herund, und ich hätte noch gern. Ein Engel führt mich in einen goldenen Raum, da hab ich's dann gemerkt, wo soll ich dran? Und wie ich dann munter bin worden, hab beim Wienerlied die traurige Wohl. Bei der Herrensteig draußen vor der Lina, da war ein Stammtisch noch der echten Wiener, mit dem samtner Gewandel fest beieinander, und zum schon Pfefferl in der Hand, mit einem goldenen Schreiferl drin durch. Ja, man geht fast glauben, so sind's geboren, und ein lieber süßer Schnee ist grün. Ja, so war's die Alten gewesen. Jawohl. Jawohl. Ja, genau, da war ich Wolfgang, hat natürlich schon einen Zehner, das haben wir erwähnt gehabt, gell? Den Zehner, was der Wolfgang gerissen hat, schon mal am Anfang. Das haben wir Anfang Ach so, was um 1930.
Haben wir noch gar nicht gespielt. Na, Weltklasse. Also, wurscht, wir Haben wir erwähnt, aber wir ja, trinken zuerst gleich noch einmal auf den Wolfgang, falls wir das vergessen haben. Das wäre natürlich. Oh ja, haben wir aber erwähnt. Aber ich ja. glaube auch, Haben wir, ich ja, glaube ja, ja, auch. ja. Aber sicher selber nehmen wir noch einen Schluck auf dein Wohl. Es ist kein Fehler nicht. So, Markus Volker. dann haben wir da in Markus Volker. Ja, der Finger muss unbedingt sein von Patrick. Super Chat, 15 Euro von Markus Volker. Als den. Dankeschön. Danke. Das wird klasse auf dein Wohl. Dankeschön. Danke vielmals. Mir gefällt das immer so, wenn dann so YouTuber dann sagen, ja, wenn ihr wollt, dass dieser Kanal weiterlebt oder weiter besteht oder so, was dann nach dem Motto, also bei manchen Dingen wirklich, Alter, was ist, du magst einfach Videos, stößt das ein, jetzt kriegst du ein bisschen Gerschel, sei dankbar, sei froh. Aber was heißt, wenn es wollt, dass ich das weitermachen kann? Manche sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den Kanal weiter betreiben kann, wenn es nichts zahlst. Na was, hallo? Hallo? Wir betreiben den Kanal und die Frage, ob es was zahlt oder nicht. Genau so ist es. Aber sie waren uns natürlich lieber, wenn Natürlich es ist es was natürlich zahlt. nett und wir freuen uns sehr. Man muss wirklich so sagen. Man muss das wirklich so sagen, weil und natürlich, ihr wisst es ja das kostet alles ein Geld und hin und her, aber es wäre gelogen, wenn wir sagen würden, zahlt was auf Opferrolle, ne? Zahlt es, sonst müssen wir leider auch. Ja, sonst geht es nicht. Was soll da nicht gehen? Nicht? Ich meine, das wäre gelogen und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Nein, Also, das zahlt lieber was, weil es einfach denkt, Das wir gehört zu unterstützen die 16er. Genau. Genau so ist es. Punkt. Das ist leibender, alles, wenn man so weißt du. Der Rest gehört zum Credo der 16er Brüder. Wir sind echt. Wir sind echt. So schaut's aus. So schaut's aus. Danke vielmals für das Lob für diesen 40er-Reihe dumme Rudi Korb. Ist ein Rudi, Wahnsinn. danke. Ja, Rudi. Danke, danke. Rudi, hör nicht auf. Das ist ein Wahnsinn natürlich. Danke, der Schiss. Jetzt einmal. Aber ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Renate Ott ist sehr lieb. Einfach ohne Worte. Wunderbar. Danke. Schön, sagt die Silvia. Aber Hausgleich Peitschen. Sprachpolizei, ja? Ja, Reis. haben wir schon länger nicht gespielt, ja? Die haben wir schon. Ja. Ich hab auch einmal gelacht, hab viel Dummheiten gemacht. Ich hab aufgehört und draht, und um nix war mir leid. Der Madeln haben's jetzt auch verranzt, ich hab gesungen und tanzt, ganz eine Nacht hab ich gewalzt. Und mein Pätschen hat geschnalzt, auf Jacke Natur, mit einem gesunden Hamur. Wenn ich denk, wie das war, aber heute ist längst alles gut. Oberhausknecht, mein Pätschen, schöne Köhlerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt voll, Dass das Leben nur ein Kreuzerweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Bund braucht, grad in den schönsten Jahren. Avia Hussasat, Jojo, Hussasaho. Avia Hussasat, Jojo, Hussasaho. Frisch lackiert war mein Wagen. Mein Geschäft hat was tragen, jetzt am Grund hat mich kennt. Und der Guten ist gerannt, immer modisch das Gewand. Und das sonst gesund benannt, mit einem Flitzer in den Ohren, Freundl, das war er voll. Zuerst die nobliche Fuhr, dann die notige Tour. Wenn ich denk, wie das war, heute ist längst alles gegangen. Oberhausknecht, mein Pätschen, schöne Köhlerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort.
dass das Leben nur ein Grenzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Dumper macht, grad in den schönsten Jahren. Ja, ussasa, ja, ja, ussasa, ja, ussasa, ja, ja, ussasa. Jawohl. Ich war gerade, während wir es jetzt interpretiert haben hier, eine Geschichte, ich fand, das haben wir einmal mit einem ganz berühmten Sänger gemeinsam gespielt bei der Schöllgabe. Zu später Stunde noch. War öfters ein paar Mal bei uns noch Honzo, Heinz Holecek bei uns. Und gab dann zum Besten das Fiakerlied und aber Hausknecht mit Peitschen, kann man noch erinnern. man muss sagen, Da würde ich mit seiner Stimme, der war den Bariton. ein launiger Mensch. Absolut. Es ist ja viel Wein die Kehle hinuntergeronnen Ja. und das Leibendste war wirklich da, also Leibend, aber als Geschichte. Er hat so einen Schnauzbart gehabt, einen dicken Schnauzbart. Damals Und gerade. da hat er das Gefühl Ja, gehabt, wirklich, der Wein ist ja zur Hälfte eigentlich im Schnauzbart drin gehängt. Ne? Und wenn man so gespielt hat, dann ist er hergegangen, ich habe euch geliebt und hat unser Puzzle aufgetragen. Oh, Puzzle! Und wir waren da gewaschen nachher nach dem Bord. Also, man muss schon durchstehen, gewisse Dinge, aber es war eine schöne Aber Erinnerung. schöne Erlebnis, ja. Heinz Holecek, Ja. definitiv. Dornbacher Pfarrer steckt aus. Haben wir das letzte Mal gespielt, aber Können wir machen. trotzdem, ja. Wenn ich den Spieler, ich bin noch da. Bravo Silvia. Muss mein Nachbar die Kontonummer schicken. Der ist gerade in Schottland, aber meine Spende kommt. Bravo. Danke. Silvia, ich weiß, kommt immer über Nachbarn. Ja, das ist super. Weltklasse. Das ist super. Weißt, das ist, aber man muss jetzt helfen. Man muss jetzt zu helfen wissen, wenn man was nicht hier hat, ja. Silvia geht immer zum Nachbarn und sagt, ja, bitte schick denen ein Geld. Ich kann das da hast, nicht? Schick ihnen das. Super. Einmalig, die Achtel von einer. Gute Nacht, ich hoffe, ich schaffe es nach Otterkriegen. Beste Grüße, Ludwig Saas. Ja, ich hoffe, wir sehen uns. Das war Leiwand, ja. Das war ein Leiwand. Philipp hat die applaudierenden Hände. Bravo, Philipp. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Jetzt noch richtig jodeln lachen. Renate hat genau. So, na gut, nein, machen wir den Dornbacher Pfarrer. Ja, machen wir. Dann schauen wir weiter, ne? Viel Wein, die Kehle hin und das war bei der Gabi üblich, ja, in der Tat. Also Das war so. das war wirklich, das war ja auch unsere Anfangszeit damals bei der Gabi. Also Anfangszeit. Ja, wir haben schon gespielt, also wir haben schon. gespielt, wir waren schon nicht ganz in der. Wir waren nicht die blutigen Anfänger, aber wir waren die am Anfänger. Anfang, Also das war einer unserer Stammherren. Ende der 90er Jahre Ja. war das, ja, Anfang 2000er. Und wir haben viel gespielt, also immer wenn es ausgesteckt hat, haben wir 3-4 Mal gespielt oft. Ja. Ja, also das war schon, also die hat 4, 5, 6 Wochen ausgesteckt. Ich glaub, die haben Und das oft, sicher- fast, also oft wirklich jede Woche haben wir gespielt. Fast, haben ja, wir in der ausgesteckt. Zeit, ja. Also wenn so, machen wir sicher 15 Mal im Jahr, sowas, 20 Mal machen wir, wenn es viel war. Ja. Das war echt der Wahnsinn. Und 15, 20 Mal im Jahr. Und da war es wirklich so, und das war noch Legende auch deswegen. Wir haben da schön ein Geld gekriegt, das auch als Kerl, nicht? Weißt du, da waren noch andere Typen auch noch. Wie soll ich sagen, das war noch auch das klassische Ganz am Anfang Publikum von früher. ja, genau. Da ist auch Geld umgewandert. Und wir haben viele immer, Leute kennengelernt. ja, absolut. Und immer sind wir nachher, also schon bis weit über Mitternacht bei der Schöllgabe dort noch an der Schank gelungert. Und dann sind wir zum Schmiedhansl. Und dort haben wir Ich die habe dort Gaststätten. um die Ecken quasi gewohnt, fast. Ja. Nicht ganz, aber im 17. und der Schmidlands war im 18. Also es war nicht weit. Und da durfte meine Frau zum ersten Mal seit langen Jahren mit dem Auto wieder fahren, mit dem neu Durfte, es gekauft, nicht in der Nacht. Also sie durfte. Zuerst habe ich gesagt, sie ist schon lange nicht gefahren. Hat sie gesagt, nein, sie fährt nicht gerne. Ich habe gesagt, das passt, da fahren wir am Übungsplatz am Ende. Da haben wir üben. Schmeckt's, nichts haben wir geübt. Klaus und die haben eine Achtel angespritzt nach dem anderen beim Schmiedhansl und dann hat uns die Yvonne heimgeführt. Ich habe dann noch groß erklärt, wie wir eingestiegen sind. Am besten ist, du lernst das gleich im Verkehr, in der Nacht ist eh nichts los. Learning by doing, hat er gesagt. Learning by doing. Ein bisschen lernen und das. Und die Yvonne ist jahrelang nur in der Nacht gefahren. Ja. Der Tags bin ich gefahren und in der Nacht hat sie uns heimgeführt. Und ich kann mich noch genau an das erinnern, wir sind mit dazu und ich gesagt, erst, ich bin noch nie bei Tageslicht gefahren. Wo habe ich vorher nicht Das weiß ich noch. Naja, mein Gott. Naja. Also wir haben Aussage jetzt ordentlich dabei. Bravo Georg Schörer.
Was haben wir jetzt gesagt? Dornbacher Dornbacher Pfarrer, ja. Und dann haben wir da, was haben wir vom Georg? Lamperti mit Zeisalwohn. Machen wir die Lampartie. Ja. Das ist ein erfolgreicher Musiker. Bravo, Emil. Servus Emi, grüß dich. Ich sage heute zum Ecker Hansi im Wirtshaus, Hansi, ihr spielt hier morgen mit den 16er-Buben, gell? Vielleicht schaffe ich es dorthin. Darauf der Hans, Emi, du Hirfler. Das war schon. Ja. Da spricht der Hans richtige und sehr gescheite Worte. Das war am Samstag. War am Samstag, ja. Bei der nächsten Gelegenheit schaffe ich es. Gelegenheit schaffe ich es, jawohl. Emi. Freue mich. Unbedingt. Habe gerade den Mitgliedsbeitrag für den Club geleistet und ein Mail gesendet, Wolfgang. Jawohl. Jawohl, danke, wunderbar. Da arbeiten wir jetzt an. Jetzt arbeiten wir an. Pass auf. Dornbacher Pfarrer und dann gehen wir gleich drauf. Machen wir die Lampe, hängen wir gleich drauf. Ist ja in CA, glaube ich. Oder in Ja, genau. Ja. Oder dann fahren wir mit der Landpartie an. Das ist eigentlich schöner vom Fahren wir mit der Lampartie an, ja, genau. Dann fahren gehen wir wieder zurück zum gehen wir raus Dornbacher nach Pfarrer. Hornholz, ne? Nach Dornbach. Wie fesch, weiß und lustig in früheren Jahren sind Werner am Sonntag aufs Land rausgefahren. Kein Rad und Döf und kein Schaum von Benzin, kein Mensch und kein Viecherl war hin. Am Zeisel war die ganze Bande benannt. Zum Essen haben's mitgeführt ein Kriegsproviant. Zum Aufladen ums Brot den Ofen fast eine Stunde. Frau Mühle samt die Katzen und die Hunde. Zuerst der Hausherr und Knifferer, dann der Gradeltroger Blase, eine bessere Hüfte auch, dann der Bierversüberer Schlag. Hase heute war der Beck in der Stuckerzähne gleich, der Friseurgriff war Brischek, denkt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bucke mit der Riewiesel-Mosen sitzt vorn der Herr Hofmusikant. Der tut auf sein Posthändel bloßen, ein Lied, das jedem bekannt. Jo, Zatoler und ein Schuldenschein, da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Oh, weit, da gibt's a Garde und da wird's gemütlich sein. Sagt's mir leider, was ist heute in Dornbach geschehen? Über alles sein kann man's außer sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Mir scheint, da gibt's was, einen guten Wein. An jeden, den man fragt, die allen vertraut und sagt, der Dornbacher Pfarrer steckt aus, da bleibt doch ein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur Zählermess, auf einmal da wisst vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus, ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Schon der alte Noah hat den Wein entdeckt und seit damals weiß man, was dahinter steckt. So ein Schluckerl von dem Wein da ließ der erste Schritt ins Paradies. Der Weg zur Seligkeit ist ja nicht einmal so weit, weil der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur Zählermess, auf einmal
wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr. Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert der Siemandl aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steigt aus. Jawohl! Jawohl, sagen wir das. Sagen wir das irgendwie um die Ecken gebracht, quasi. Der Turmbacher Pfarrer. Darf ich da noch was einschieben? Ja, unbedingt. Oh, ja, ist es noch. Warte, ich habe gar nicht Gar gewartet. nicht zittert hat er gar nicht. Schau da, Emi. Der Hund zupft den Wechselboss wie ein König. Geil. Ja, ich weiß ja, mit wem ich spiele, weißt du? Danke, das schön. Danke. Muss man jetzt sagen, natürlich, wenn das jemand sagt wie der Emi, der erstens ein studierter Gitarrist ist, der kann ja wirklich Gitarre spielen. Ja. Punkt 1. Na ja. Und Punkt 2, was ja die wenigsten wissen, der Emanuel Treu, also da ist er halt als der erfolgreiche Musiker, ist also für Musiker, die vor allem einsteigen, in die Szene, die auch wirklich eine Karriere als Musiker machen wollen, da ist er Anlaufstelle Nummer 1. Nummer 1, Punkt absolut, 2 ja. ist ein Vorstand der AKM, ist ein gescheiter Bursch. Und Punkt 3, aber das ist ja eigentlich an erster Stelle, ist ein unheimlich erfolgreicher Komponist. Genau so ist es. Weil ich will jetzt gar nicht sagen, von wem, weil der mache ich dann wieder ein völlig Bläschen, aber der hat Lieder geschrieben für Namen wie, ich sag nur irgendwas, Nokis, wie heißt es, die Naschenwenk, für die Braucht's EG. nur Emanuel Treu eingeben oder Emi und Ja, dann. das ist, So und ist wenn er es. schreit, das ist ein Hund zu mir, nicht, so wie der Emi ist ein Viech. So schaut's aus. Also wirklich war Sehr ein zum ganz Wohle guter miteinander. Leibender Haberer. Absolut. Wir verstehen uns wirklich gut, ja. Sehr zum Sehr zum Wohle, Wohle, Prost, Prost. meine Lieben. Und wie gesagt, wer ein bisschen mit der Musikindustrie oder mit dem Musikbusiness in Österreich ein bisschen sich interessiert, muss gar nicht selber Musiker sein. Dann folgt es ja mit seinem Podcast Falls ihr unbedingt, ja. Ja, dann schreiben wir Interviews. Absolut leibend. Mit den Größen der Musikszene in Österreich, muss man echt sagen. Gut, manchmal erlaubt er sich auch ein bisschen in den unteren Gefilden zu fischen und so wird es nächstes Jahr wahrscheinlich sogar 2 Podcasts auch mit mir geben. Aber da werden wir euch noch Jawohl. Bescheid geben, wenn es so ist. Ihr werdet das erfahren bei Zeiten, ja. Renate hat gesagt, ich werde erstmal euren Shop leer kaufen. Danke, Renate, bist wild. Danke. Ich gehe mit euch in den Garten eine rauchen. Kopfhörer sind oben. Silvia, Gut Rauch, bitte schön, Weltklasse. gerne. Genauso gehört weißt du? Man will einen rauchen gehen, aber nicht auf die den- Pavlatschen verzichten. Auf diesen wunderbaren Hörgenuss hier verzichten. Ja, das ist schön, das gefällt Ergo, mir. spontanes Fixen einer Problemsituation, Kopfhörer auf und raus. Weltklasse. Geht schon. Man muss immer Harald so Turner wissen. ist da, jawohl. Yes. Einmalig. Weltklasse, danke schön, Ulrike Sekirk. Immer diese Blumen, Alter. Naja, nein, Naja, es ist kriegst ja nur nur Blumen, Ehre, wie mehr wenn du es verdient hast. Ja. Weil wenn nicht, ich bin ja Bauer, ich bin ja bekannt dafür. Wenn mir was nicht gefällt, sage ich es auch. Also, Man muss ja nicht sagen, was einem nicht gefällt, Aber- aber ich sage auf jeden Fall Aber nichts, wenn ich was anderes ein ganz, habe. ganz klasser Kerl, ja. Das geht schon, das geht Wirklich. schon. Na gut, dann machen wir noch ein, wenn wir schon von Komponist reden, machen wir ein Klaus Steurer Medley. Fangen wir an, mit was fangen wir denn an? Ich fange an, Du ja? fang an. Ich hab am Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort mein Höhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Rad sind wohl noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's, ganz nebenbei. Das allerbeste Trepferl Wein.
Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit. Spiel den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Graben. Da kennt den Wursteln, jeder Schlung, den Kasperl spielen. Das stört mir nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund hast Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm beständig ich zu zweit und will einmal allein sein. Dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Jawohl. Ein Glas Steirer Deluxe Potpourri. Ein kleines Mädelscher. Sehr schön. Ein Mädelscher. Sehr schön. Schau, der Rudi Korbi sitzt gerade mit einer Rutger-Pfeiferl, sitzt gerade da einmal. Jawohl, sehr schön. Ja, ich danke für schon die Achtel von einem. Da schau her. Da schau her. Ja. Klaus, übrigens, bald ist es soweit. Editing ist fertig. Der Podcast ist krank geil. Das kann ich mir vorstellen mit euch zwei. Ja, Das ist ja ja, absolut, ja. So genau. ist schon bald soweit. Na, da schön, ich bin gespannt. Ich freue mich. Apropos Podcast, wir waren ja jetzt am
Samstag, vorgestern. Vorgestern waren wir, ja genau. Waren wir auch bei einem Interview für einen Podcast und so von Der Sonntag. Das ist eine Zeitschrift. Ich glaube, weiß nicht, ist von der Erzählung, also eine katholische Eine katholische Zeitschrift, ja, wie die Kirchenzeitung, nur So. eben nicht die Kirchenzeitung, sondern Genau, ja. Irgendwie die so. heißt Der Sonntag, heißt, ja. Der Sonntag. Genau. Und Ein großartiges Interview geführt dort richtig. und einen Podcast. Ja, also das Auf wird jeden ein Fall so Artikel, viel. kommt demnächst, also bei der nächsten Ausgabe von der Sonntag ist dieser Artikel drinnen. Nächste Woche, ja, genau. Und ich glaube am Sonntag, oder ich weiß jetzt wirklich nicht, kommt dann dieser Kommt Podcast. das Podcast bei nächste uns. Woche Sonntag irgendwie, ja. Und wird aber mehrmals auch zu hören sein und auch. Ja, wir geben natürlich auch Wir geben natürlich Bescheid, wenn's natürlich. heraus- Genau. Aber auch dort war ein wunderbares Gespräch. Echt Und- klasse, ja. Und man sieht halt, dass man alt wird, also wir natürlich in dem Sinn, weil eben die Chefredakteurin, die Sophie Lauringer, die uns dort interviewt hat, ist mit der bin ich in der Studentenzeit, also die kennen wir auch schon seit den 90er Jahren. Ich kenne sie über Wahnsinn, 30 Jahre, also Ja. 30 Jahre, ja, es ist Wirklich unglaublich. Wahnsinn. Und auch ihren Mann, Auch ihr Mann, ja. der ist die Lauringer, den kenne ich, noch länger weiß ich gar nicht. Aber auch so. Ungefähr gleich. Ungefähr. Auch aus der Studentenzeit. Ganz witzig. Wo wir aber miteinander nichts zu tun haben. Also das war Nein. reiner Zufall, dass Absolut, das ja. reiner Zufall jetzt aus unserer Sicht. Jetzt, Dass die zwei zusammenkommen. ich habe die zwar kennt, aber die waren ja noch nicht zusammen. das war nicht, die waren auch nicht gar im gleichen kein Dings und Bekanntenkreis. nichts, nein, gar nicht. Ganz witzig irgendwie. Aber auf jeden Fall haben wir uns so sehr gefreut. Und war auch ein schönes Interview und natürlich auf das mit dem Emi. Da Auf freue das ich geht's. mich auch schon sehr darauf, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich auch schon drauf, ja. Ja, das wird sicher Ich freu mich leibend, wirklich wird drauf, sicher ja. leibend. Apropos Emi, was sagt er? Sagt, können Sie dieses wunderschöne Lied spielen, uns fällt ein kleiner Garten drunter im Liebestreu. Das heißt sicher anders, weil ich finde, das geht so brutal eine. Ja, mach mal. Könnte blären, na blären Sie, ja, Na, was willst du bläst? Das kannst du ja machen, weil das ist ja befreit, ja. Es heißt aber uns Uns fällt fehlt ein kleines Garten. Uns fehlt ein kleines Garten. Das heißt, Karl das Hodener. heißt Karl Hodener, ja. Ja. Uns fehlt ein kleines Gartel, ja, so heißt Die es. Sprachpolizei bringt schon, der bringt andere Lieder. In Liebertstal draußen, da steht ein altes Haus. Oder Liebertstal, du bist mir freit. Nein, es gibt wirklich das, uns fehlt ein kleines Garten. fehlt ein Ich kleines glaube, Gartel, B-Dur, Bertha. S-Dur, S-Dur. sogar, ja. Ich weiß nur die Einleitung nicht mehr. Oh ja, mit Gis. Gis, A, S. Das weiß ich. Ah ja. so ist es, ja. Dass durch der Wiener Stadt heute alles rasen tut, das ist längst bekannt an jedem kleinsten Ort. Und die viel besonnene Wiener Gemütlichkeit findet man heute nimmer unter die Leute. Fragst den alten Wiener im Versorgungsheim, was für diesen Zustand wohl der Grund könnte sein. Schaut er lang die an, nickt er friedlich zu und sagt, der Grund dafür ist einer nur. Uns fehlt ein kleines Gartel, draußen in Lieberstal, schöne Blümel drin, dazu ein Herrenstall. Dort, wo früher die alten Häuser gestanden sind, schauen uns heute Fabriken an. Uns fehlt ein Herz, das wir einander schlagen tut, wenn einer alt ist, dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös werden beim lauten Kindergeschrei. Dann wird's in der Welt erst wieder gemütlich sein. Uns fehlt ein Herz, das füreinander schlagen tut. Wenn einer alt ist,
dass man nicht verjagen tut, dass nicht nervös werden bei einem lauten Kindergeschrei. Dann wird's in Wien erst wieder gemütlich sein. Jawohl. Klasse Nummer, Karl. Jawohl, jawohl. Wie lange da müssen wir noch nachholen? Ein bisschen viel haben wir mehr gefunden. Man muss sagen, haben wir ja mehr gefunden. Das Ja, ist absolut. der Plus. Ne? Das ist ja der Plus. Man muss dann irgendwie schauen, dass man einen findet. Und das haben wir geschafft. Aber es gibt, ja. es gibt wirklich Lieder, das ist so, wenn es so traurig, wie geht das weiter? Keine Ahnung. Das wäre keine Ahnung, aber dabei ist es so logisch eigentlich. Naja, das nicht so eigentlich. Ja, ne? das ist es nicht. Nein, ist aber- eben drum, wenn es wirklich ein klassisches Ding war, leicht. Aber. Und jetzt ist aber oft, das Problem ist oft das, dass man sich dann denkt, ich weiß bei dem Lied, da hast du ein paar Übergänge, die sind nicht klassisch. Aber es ist eigentlich. Aber du weißt aber nicht wie oder ja. was. Und dann hängst du mitunter manchmal. Aber wir haben das gut Da geht schon exekutiert. wieder weiter. Gut exekutiert, was so. Machen wir noch einen Karl. Ja, freilich, Mann. Was wir die Achteln vorne rein, danke Ich schön. danke euch. Ich würde mir so wünschen, ich bin ein Wiener Kind, Silvia Beach. Ich bin ein Was meinst du, ich bin ein Oh, Wiener was ist Kind? jetzt für eins? Da stehe ich jetzt auch. Ich weiß sonst meistens alles, aber. Ich bin ein Wiener Kind. So willst du das. Das müsstest du ein bisschen ausformulieren, was du meinst. Bitte. Ja. Harald Turner sagt, das spürt man wirklich. Ab dem 50. Lebensjahr die Zeit schnell vergeht. Na, was heißt? Was sagt der Emi? So schön, ich pack's nicht. Wie kann man so etwas Wunderschönes schreiben? Unfassbar beeindruckend. Danke, Pater Klausi, top interpretiert. Bitte sehr gern geschenkt. Danke Sehr, dafür. sehr gerne. Danke dir für mich. Schön, euch gefunden zu haben, sagt die Elfriede Scholz. Die 16er Partie muss natürlich unterstützt werden. Ab jetzt bin ich Fan-Mitglied. Ja, Elfriede ist Elfriede, ich danke dir ganz herzlich. Da trinken wir einen Schluck. Danke, auf danke, die Elfriede danke. Ott. Schau, auf die Elfriede Ott. Schau da hinter mir. Renate Ott und Elfriede Scholz. Jesus, nein, ich sag, die Renate Ott ist nachher nämlich, ja, der reinste Wahnsinn, ich danke dir schön. Jawohl. Also Elfriede Scholz, stellvertretend für Danke. alle unsere leibenden neuen Fans, auf dich ganz besonders jetzt da. Danke dir schön. Machen wir noch so was Schönes. Bitte, gerne. Ein bisschen anders von der Ja, warte mal, ist es nicht vom Hodener? Ja, schon, aber Das ist ich vom bin ein Karl, Wiener ja. Kind. Aber ich bin ein Wiener Kind, ich bin. Ein Kind aus Wien. Das Das wird's meinen. so heißt die Nummer. So ein Jazz. Ja. So Aber eine die kann ich Ballade eigentlich. Eine Ballade. Die kann ich nicht auswendig. kann ich ja. nicht. Ich kann's Und auch nicht sogar die auswendig. Schulplatten so kassen. Ein Kind Ein aus Kind Wien. aus Wien hat die Schallplatten, ja genau. War die zweite oder die erste? Nein, die zweite. Nein, Oder die ein dritte. Kind aus Wien war die kleine Jazz, also die. Ja, war die erste mit- Jazz mit. Das war schon die vierte, fünfte Vierte, Platte. fünfte, naja, fünfte, vierte. Die war relativ spät schon da. So spät, aber sie war. Ja, Und da aber war sie war nicht. Die ja, erste ja, war ja. mit Herrgott der Stadt, die zweite Genau. war. Nein, die zweite. Genau, warte mal. Haha. Nein, aber die Kind, die war Die schon. erste war, wir haben es mit dem Schrebergarten genommen, die zweite war, das war der Herrgott der Stadt drauf war. In so einem Hinterhof und die Sachen. Ja, und und ich dann glaub, dann war war die das schon. dritte, vierte, die habe ich nämlich auch, ich habe ja die alle daheim. Und das war die fünfte erst, oder was dann? Okay, Die, ja. Muss man mal schauen, die- das interessiert die mich. Schlager, Ja. Jazz und Swing-Partie, ja. Wahrscheinlich, ja. Nein, aber das käme nicht. Ja. Ein Kind Den Richard aus Österreicher Wien. drauf. Ja, genau. Ja, die Die Partie damals, also ja. viel gespielt war mit dem Viel mit dem Keyboard und viel also Hammond mit der und so. Hammond, mit der Hammond-Orgel. Und viel Okay? Dings, ja, ja. Was sagt der Emil? Es ist so cool zu sehen, dass die richtig guten Musiker wie ihr immer noch an sich zweifeln. Ja. Helmut Mitteregger hat gesagt, ja, Zweifel ist das Wichtigste, was Musiker zu wachsen. Das Stimmt, wirklich. hat der Helmut völlig recht, ja. Das stimmt. Und der Helmut Mitteregger. Bravo Helmut. Servus, wenn du zuschaust übrigens, gell? Der Helmut ist ein Wahnsinn. Das ist ja noch eine kleinere Nische als Wienerlied. Ja. Der ist wirklich in der echten Country Music daheim Es ist und ist seit Jahren, Jahrzehnten seit 50 dort. Jahren. Ja. Also das ist... Und das ist ein Viech, der sogar in Amerika bei den Country-Musiker höchsten Ansehen genießt. Ja. Das ist echt ein Ja. Wahnsinn, ja. Dann kommt ein Interview mit Christian Zierhofer. Schau, der Wolfgang Kreuzger ist auch voll dabei. Der ist eingestiegen. Wolfgang, schön, dass du dabei Servus bist. Wolfgang, grüß dich. Jawohl, Wolfgang ist dabei. So, was reißen wir ab, Patrick? Was hast du gemeint? Was Hodener? Was vom Machen Hodener? wir noch einen Hodiner? Gerne. Oder machen wir was anderes? Dann machen wir einen Hodener. Machen wir Ich noch bin einen ja- ich Hodener? bin ja einen Hodener angefixt. Ja. So, ganz anders. Kann Bravo. man schon sagen, machen wir, probieren wir es. Bravo, bravo, Patrick.
steht's auf der Wiese, ein Großhalm im Maul. Die Bock sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht rum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr ein Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja, spring ich verfreit, das brauch ich schon mehr. 2 Ägerln schon fest in die Meinen hinein, wir sorgen, sie möchte deinige sein, oh, noch ein paar Busseln, sag ich geh schön heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So, Papageno, du weißt, was zu tun ist. Lass es zwitschern. Der Winter vor mir sagt, Glase, du Gauner, geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Der Hochschlag, das ist so gut. Der Vogelhändler! Yeah! Geht over wie Öl, mein Lieber. Schöne Nummer. Karl, danke für diese wunderbare Nummer auch. Einmalig. Danke. Einmalig. Ja, Schluck natürlich. nehmen wir noch. Hervorragend, hervorragend natürlich. Vor allem auch soliert von unserem Dankeschön. zweiten Klotzerten in der Runde. Ne? Ich kann ja mit so einer Begleitung auf der Konter kannst gleich Glas spülen. Ja, ist ja so. Heute haben wir uns lieb. Heute haben wir uns Wie lieb. du die Kontrasatten dazu spielst, den Walking Boss, was du spielst, da fällt mir nur ein, was hat der Kuschelrudi einmal gesagt zu dir? Mit der Uhr wascheln kannst nix. Ich sag, ja, stimmt. Ja, das ist halt nicht klar, weil wenn ich sonst die Spiele ja schon 30 Jahre. Nicht? Man sollte jetzt dann kennen irgendwann. Aber komm, heute noch, ja. wir haben letztens, jetzt geht mal wieder. Nein, nicht letztens. Was meinst Ja, du? ja, letztens haben wir es geht. Irgendwann. Warte, das ist Ja, noch das auf. Dass ich jetzt schon draufkomme auf ein paar Sachen bei der Kontergitarre, wo man denkt, warte mal, das war halt etwas, was ich echt üben könnte. Wo ich wirklich was dazu lernen könnte, weil der Punkt ist halt der, nach 30 Jahren kann man schon drauf spielen. Und jetzt ist es halt so, dass wenn du dann ein Spiel Herausforderungen kommst, dass natürlich aufgrund der Routine nahezu jede Herausforderung wahnsinnig gut umschiffen kann. Ich meister das relativ schnell, muss ich Na, sagen. meistern in der nicht, na, Zwischenzeit. noch, von dem meine ich noch nichts. Das ist so, geht schon bei mir. du fährst drüber einfach, das geht schon irgendwie. Und wenn man dann aber sagt, na, aber jetzt da ist es so, Ich möchte mich nicht drüber schwindeln. ich will sondern das jetzt ja. da eigentlich, wo ist das Problem, das will ich jetzt lernen. Mhm. Und ich meine, da kommt immer wieder mal was halt. Ne? Ja, klar. Klar, nicht irgendwann. Aber durch die Routine, das heißt, die Routine ist da gar nicht ein Freund. Weil du eigentlich sagst, ja, du spielst jetzt so und dann spielst du, dann du spielst das schon und immer noch so, dass Immer noch so, dass es noch ist. gut ist, aber Aber eigentlich sagst du, naja, im Prinzip, zur Perfektion fehlt was, weißt du? wenn ich mir es genauer anschaue, Ja, genau.
eigentlich ist da was anderes gefordert. Ne? Wie soll das machen? Also daher, man sollte sich von der Perfektion wirklich nicht vereinnahmen lassen, täuschen lassen. Täuschen nämlich. Ja, man spielt das sowas ja. halt leibend, ist gut gegangen, passt. Hat, ja, war. Aber, naja, aber wenn man halt grundsätzlich spielt, aber so kann man wieder was Neues dazulernen. Wenn wir ja grundsätzlich spielen können. Ja, das ist wirklich. Ja. Das ist das, ja. Elfriede Scholz sagt, ich hoffe, wir bekommen mit Stieber den Platz, wenn ihr spielt. Ja, unbedingt. Rechtzeitig bitte reservieren. Ja. Unbedingt reservieren, anrufen, ganz klar. ja. Steht ja alles auf der Homepage bei uns und überall. Und das hat uns gefreut. Das hat uns wirklich Unbedingt reservieren, ja. Ja. Genau, Wien wird schönes bei Nacht, da kann ich auch nicht. Das ist eine schöne Nummer, die kenne ich nur vom Peter Alexander. Wien wird schönes bei Und Nacht. von der Renate Holm kenne ich es auch, und von den ganzen Opern und Operetten. Nein, es haben viel, ja. Aber ich habe es im Ohr vom Ja. Ich glaube, wenn wir mal eine Schallplatten gehabt haben vom Peter Alexander wahrscheinlich. wo das Ja, alles klar. Ja. Was sagst du? Als Dankeschön für den Abend. Wer noch nicht den Like-Button unter dem Video gedrückt hat, drückt ihn jetzt. Das hilft den 16er Buben sehr. Unbedingt. Haut's eine bitte. Dankeschön, ja, das stimmt. Ja? Daumen hoch. Freunde, da habt's recht. Du, pass auf. Der Rudi Korbis, es ist schön wieder ein Freund zu werden. Ja, das können wir machen. Mit dem werden wir einen Abschluss machen. Ja, machen wir das Freundschaftsmedley? Dann machen wir das Mädel, weil wir kennen nur eine Frau. Das ist schön wieder. Also hängen wir 3 Refrains zusammen. Hängen wir 3 zusammen, ja, passt. Das machen wir Und zum dann Schluss. dürfen wir nicht vergessen, nachher, wenn wir fertig sind, dass ich wirklich austrinke. Ich Das trinke letzte jetzt Mal schon haben wir aus. das letzte Schluckerl aufgeholt. Mein letztes sitzt einmal schon für euch, gell? Na, von mir noch nicht. Ich habe noch einen Schluck mehr auf euch. Habe mal eine Musikstudentin gesagt, das Wichtigste in der Musik ist, dass man gut schummeln kann. Ja, das stimmt definitiv. Und das ist, muss man sagen, etwas, was man lernt, als jetzt Unterhaltungsmusiker, wie wir es ja sind. Wenn du jetzt sozusagen im musikalischen Nahkampf, wie der Patrick einmal sagt, sich befindet, also wie wir früher von Tisch zu Tisch, also beim Heirigen spielen. Oder beim Darsteller, oder beim Tipp, wo man wirklich im Publikum sitzen, umringt, also auf Tuchfühlung sind, musikalischer Nahkampf, sage Und ich da mal, ist unter Anführungszeichen das Schummeln, es ist kein Schummeln, es ist eigentlich in der Tradition dieser Musik einfach. Auch ein Vereinfachen. Es ist oft auf einfach, weil so hast du spürt ein paar Stunden, nicht? Und das machen auch alle Musiker und auch Korrepetitoren, die weiß ich das von einigen. Ja. Wenn du das erste Mal das Notenbild kriegst, du kannst dir das nicht sofort runterspielen. Du siehst gewisse Akkorde, hast da Dings, und du vereinfachst ihn beim ersten Mal begleitest den Sänger mit Akkorden zum Beispiel. Ja, genau. Und genauso macht man das bei uns auch in der Übersetzung. Und das stimmt wirklich. Man muss gut schummeln können. Es darf nicht so klingen, als ob man sich nicht auskennt. Nicht auskennt, ja genau. Also du musst jetzt so spielen und das war wirklich... Und ein großer Vorteil ist, wenn einer der Musiker beide Instrumente ein bisschen versteht. Auch ein bisschen. Ja klar, das Weil ist ich kann, wenn ich ein Stück überhaupt nicht kenne, kann ich dem Gitarristen auf die linke Hand schauen und wenn es nicht ganz vertraute Akkorde sind, erkenne ich, was es ist. Ja. Sagen wir so, ja. Aber man fährt einfach ein gewisses Ding und sagt dann was auf. Nicht, da weiß ich, was dann auch beim Heirigen früher war es öfters noch nicht. Wie gesagt, es singt jemand, nicht, du sagst, aber wir spielen dazu. Ich spiele dazu, kennen das Lied gar nicht, aber irgendwo ich habe es schon gehört und ich weiß, da sind ein paar Dinge, dann kommen wir schon hier. Und auch selber natürlich. Nicht? Du sagst, ja, pass auf, ich kann das Lied schon spielen, aber noch nicht so ausgefeilt. Nee, oder noch nicht, ich will gar nicht noch nicht sagen, sondern es gibt einfach Lieder, wo du sagst, das brauche ich nicht zur Perfektion. Gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Wozu? Das sind Lieder, es gibt viel, so diese, ich sage jetzt mal, die Schunkellieder, Klassiker, nicht? Da trinkt man eine Flasche oder so. Du musst ja nicht alles zur Perfektion spielen. Nein, und du spielst beim Heirigen, das ist nicht im Studio. Wenn wir vom Studio reden, ist eine andere Geschichte. Ja, so ist es. Und das stimmt, also daher Maggie, das ist absolut richtig. Und das kann ich mir vorstellen, original bei den Organisten, das ist doch, du musst, wenn du ein Konzert von Bach gibst, naja, dann wirst du es halt schon, aber wenn du sagst, ich spiele jetzt in der Messe, dann spiele ich, oder bei einer Hochzeit, ich will, dass das alles funktioniert und nicht ob jeder Ton, weil es interessiert sich kein Schwein dafür. Aber dass es schön ist immer noch. Ja, genau. Bevor lauter verhatschte Töne kommen, die nicht in Time sind zum Beispiel, ist besser, ich spiele schon 32 nur 16, nicht? Oder so 16 nur 8. Zum Beispiel nur. Das ist einfach, ist gescheiter. Ja, wirklich. Richtig, ja. Also das ist schon. Aber wie gesagt, das sind halt eigene. Ja, das ist eine eigene Geschichte. So. Musikalischer Nahkampf, gefällt dir nämlich. Ein Traumwort. Ja, aber das ist wirklich. Das ist ja wirklich so, ja. Wir hatten das gesagt, uns der Lux Rudi, glaube ich, gell?
von Ich dem weiß gar kommen. nicht, von wem das ist. Der musikalische Nahkampf, war das von Tisch zu Tisch Von geht. das Ne? Ding, ja. Leute, der musikalische Nahkampf, ja. Also ist nicht von Das uns, ist nicht glaube von ich. mir, glaube Das ich. ist ja, Ich glaube, ich weiß aber nicht, das von ist wem das ja- ist. Oder ist da von, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. das könnte auch sein, das von Das dir ist ist. von mir. Ich habe einen musikalischen Nahkampf. Ja. Immer, ja. Ja, sein, das ist sogar von dir, das könnte es schon sein sogar. Ja, ja. Ja. Definitiv. So, Freunde, das heißt, herzlichsten Dank, Danke euch. dass ihr dabei wart. Wie gesagt, ich bringe nochmal in Erinnerung. Am Mittwoch, nein, am Donnerstag, ihr altes Depot in In Mistelbach. Mistelbach, ja. Ich freue mich schon. Am Freitag. Freitag, 10 Uhr, mörderische Zeit, 1,5 Stunden, Wien-Liebe Festival, Rathauspark. Sonntag, 11 bis 13 Uhr, Otterkringer Kirtag Kirtag. Frühschoppen und nachher Backstage-Party, wenn man so will, Beim Stiepel. beim Stiepert. Quasi hinter der Bühne. So gesehen stimmt's fast. Fast, Backstage-Party. ja, eigentlich ist gleich hinter der Bühne, wo man es nimmt. Ja. Da machen wir es uns gemütlich. Ein Haus So ist dazwischen, schaut's oder? aus, ja. 2-1 oder 2-1, glaube ich, ja. Jawohl. Harald Turner, was? Komme ich da ein Missverständnis? Ah, was, Bernd? Was? Nein, Harald Turner. Na, okay, na passt schon. Das heißt natürlich einen schönen Abend für Klaus und Patrick. Wünschen wir dir auch, Harald, schön, dass du dabei warst wieder. Dankeschön. Wie euch ihr Danke, alle, danke. schön, dass du dabei wart. Jetzt verabschieden wir uns mit dem quasi Freundschaftsmedley. Ja, Es geht um passt, Freundschaft, eh. Liebe. Wie am Anfang zu meine ersten Worte waren, kümmert euch um die Freunde auch. Genau, so Der schaut's F6 aus. ruft geht. Sicher. Patrick, gib mir Kontext. Cäsar. Es ist schön, mit ein Freund euch zu werden. Er mit die Augen schauen und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist gestanden neben mir wie ein Baum und jeder wohl für den anderen sein. Daheim. 20 Schüling und 10 mal 2. So wie es halt sein soll, bei 2 echte Haberer. Und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Schau dir deine Freunde du an. Wär's ehrlich mit dir meinen kann, sonst siehst du vielleicht eines Tages gar rein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solange du was bist und was hast, solang ist mir gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja dann sag falsch Freunde Ade. Ohne dich da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne dich, da geht's halt nicht, weil ich dann dein Lieb nicht hätt. Gehen durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nichts mehr auseinander.
So, jetzt mein letzter Schluck auf euch. Jawohl, genau. In diesem Sinne. War wieder ein schöner Montag. Wunderschön. Es fängt wieder an, sich ein bisschen zu normalisieren, die ganze Geschichte. Und das gefreut mich in diesem Sinne. Auf euch jetzt am Wohl. Patrick, auf dich auch. Gell? Wünsche ich auch noch alles Gute. Ich hoffe, man sieht sich, man hört sich. Oder beides. In diesem Sinne, gell? Macht's es gut. Viert euch.